Es ist immer der Anfang, wo so ein bisschen, wo so denkst, was soll ich jetzt sagen? Das ist Folge 39. Es ist Folge 39. Da hat jemand mitzählt. Nein, ich habe jetzt gerade... Hast du gerade mal geschaut? Schön. Folge 39. Die zweitletzte Folge vor der Podcast-Pause. Ah ja? Ja. Ja, fix. Und Die kleine Pause, die kurze Pause. wir müssen wirklich aufhören mit diesem scheiß Wortspiel. Und wir haben wieder mal einen Gast dabei. Ja, Mann. Heute ist der Demba von da. Checkst. Bevor wir reingehen, hören wir aber jetzt noch schnell das Intro. Ey, Sero und Josh Negron, ich schwöre, ich weiss nicht, in welchem Film ihr zwei gerade lebt, aber vergesst bitte nicht, wo ihr herkommt. Vor allem du, Jolas, kennen eigentlich so Asen und Brunnenkarren. Yo, was geht ab? Ich bin's AZ von der Carmen Gang. Da ist der AZ. Was geht ab? 10 ist da. Check alle kurz und bündig, der beste Podcast überhaupt. Ja, der Melodie. Okay, von wo kommen meine Seelenverwandte? Kurdistan? Du und die scheiß Podcast hier. Beide. Schön und gut, aber ich verstehe den Hack immer noch nicht. Das ist kurz und bündig morgen. Die Silent Disco. Silent Disco. Die Maika ist ja da und hat wie kein Mikrofon. Es ist wie so die Tiny Desk Konzert, weißt du, wo so eine Person steht an der Seite und sagt so, yeah, schon lustig. Ey, nein, Mann. Bro, heute ist eine sehr gute Folge für Quote, weil wir haben einen Nuckleutige dabei und eine Frau nebendran. Sie redet nicht, aber es ist... Nein, ist gut, sorry, nein, ist fertig mit dem Witz. Heute wird nämlich eine ernste Folge. Weil wir reden über den Verein von da. Ja. Kollektiv von da. Sind wir Entschuldigung. Offiziell sind wir Kollektiv von da, genau. Das Kollektiv von da? Genau. Aber wir sind als Verein organisiert. Okay, und was macht ihr? Hey, was machen wir? Hey, wir machen ganz viel. Wir machen, in erster Linie würde ich es definieren als, wir machen antirassistische, rassismuskritische Arbeitsengagement. Engagement ist immer irgendeine Arbeit. Genau, in einem Satz zusammengefasst ist, wir Rassismus und Diskriminierung in der Schweiz benennen. Das machen wir auf ganz viele unterschiedliche Art und Weisen, mit unterschiedlichen Projekten, weil Rassismus als System, Rassismus als Konstrukt ist leider, durchzieht leider mega viel Bereich von unserem gesellschaftlichen Leben. Und darum ist es wichtig, dass man auf möglichst vielen unterschiedlichen Ebenen das Thema angeht. Genau, wir sind als kleiner Verein vor 3 Jahren gestartet. Sind durch dass irgendwie das Thema Rassismus auch im Sommer 2020 sehr stark im medialen Fokus war, haben wir natürlich durch uns irgendwie haben wir sehr, sehr viel Exposure bekommen auf Social Media. Das heisst, dort haben wir eine größere Plattform schon, wo wir in unregelmäßigen Abständen, wenn wir halt irgendwie Zeit halt finden, neben dem stressigen Alltag sonst, tun wir dort uns dafür engagieren, dass es hoffentlich nach in Zukunft diskriminierungsfreiere, rassismuskritischere Gesellschaft gibt. Wie hast du das schon müssen sagen? Ich habe das Gefühl, du hast das so auswendig gelernt, was du das gerade gesagt hast. Ja, das ist natürlich die Einstiegsfrage, wenn Leute sagen, hey, was machen die? Und es ist wie nicht so, ich kann wie nicht sagen, so, wir machen einfach nur das. Ja. Kennst du Elevator Pitch? Es ist wirklich ein kurzer Elevator. Höhle des Löwen, er so, weißt du, wie machen genau, Höhle des Löwen. Wer ist dabei? Kein Rassismus mehr. Wer investiert? Das Konstrukt ist zu instabil für mich, es lässt sich nicht investieren. Wir sind noch nicht parat, aber nein, aber krass, okay. Und du bist einer der Mitgründer. Genau, ja, genau. Wir haben das vor wirklich exakt, eigentlich, also Ende 2019, Anfang 2020, haben wir das gegründet gehabt. Es sind das zweite ganz am Anfang. Wir haben das einfach kollektiv genannt, weil ich gefunden habe, hey, 2 Personen. Ab 2 Personen ist man offizielles Kollektiv. Ja, geil. Und halt so ein bisschen, fake it till you make it. Ja, wichtig. Also nicht, dass wir jetzt schon beim Make it Point sind. Aber auf einem guten Weg. Aber es haben sich immer mehr und mehr Leute angeschlossen, was mega schön ist. Und darum sind wir jetzt da unterwegs. Und die perfekte Zeit haben wir getroffen. Während Corona ist jeder irgendwie auf Social Media unterwegs gewesen. Und, genau, die Leute haben irgendwie Zeit, um sich mit dem auseinandersetzen. Ja. Und merci, also auch zum euch kennenlernen. Merci vielmals für die Einladung heute und dass ich dass wir über das Thema reden mit euch. Bitte gerne, danke, dass du da bist. Voll. Und es ist ja auch nicht ganz, ich sage jetzt, es ist auch nicht so, dass es ganz unbegründet ist. Es ist auch ein bisschen ein Marketing-Gedanke dahinter. Aus dem einfachen Grund, das Kollektiv von da wird uns auf der Tour begleiten. Ja. Genau. Und wird unter anderem auf dem
auf dem Merch-Stand sein. Sie werden ihren Merch anbieten, unseren Merch anbieten und ich hoffe, ich sage nicht zu viel, aber ich könnte auch vielleicht mit ihnen ein Gespräch führen, euch informieren über den Verein, über das Kollektiv und ich muss auch schauen, ob es gut ist, weil die Marketingchefin schaut mich so ein bisschen an. Sie ist gut? Ja, okay, alles gut gesagt. Und das wäre ein riesen Corporate. egal, es klingt Klar, krass. kommt jetzt zwar niemand, aber Ja. Folie Nummer 1. Voll. Und sie hat mir auch so gesagt, sie so, schau, wir machen das jetzt und so, aber in Zukunft müssen wir alles zahlen. Nein, Spaß, okay. Nein, man, cool, wirklich, wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, aus einem einfachen Grund auch. von da sind. Wie wir einfach da sind im Absolut. Fall. Ja, es fängt wieder an, das ist geil. Weil wir einfach finden, Menschen aus verschiedenen Kulturen und Ecken können zusammenheben und so Sachen machen. Also wenn dann, ja, weil wir müssen es erst recht untereinander handreichen, weil von den anderen kommt mal nicht so. Deswegen, wie wir als Beispiel vorangehen, einander unterstützen und supporten und helfen und pushen. Absolut, ja. Genau. Ich glaube, das ist auch mega ein grosser Gedanke, so der Solidarisierungsgedanke. Ja. Also, dass man sich wie solidarisieren tut, pushen tut, unterstützen tut, wo man kann. Ich voll. meine, eben, wir machen das so, genau wie ihr, machen wir das wirklich alles auch freiwillig, in unserer Freizeit, unentgeltlich. Das heisst, wo man irgendwie kann Skills austauschen kann, wo man irgendwie kann Know-how, Wissen, sich gegenseitig Voll, unterstützen. voll. Das irgendwie, Ja, und eben, wir haben gesehen, ihr habt recht viele Follower und natürlich hoffen wir auch, dass es ein paar von euch... Nein, okay, nein, Witz beiseite. Es lange jetzt wirklich, es war einfach nicht lustig gewesen, muss ich sagen. Dankeschön. Ey, Mega, komm doch öfters. Weißt du, das ist doch geil. Und ich glaube, was wir auch noch, wir haben vorher kurz ein Gespräch geführt miteinander und was ich auch mega interessant finde, ist so, obwohl du jetzt dich nicht als ein Rassismus-Experte würdest bezeichnen, weil du ja sagst, du hast keine Ausbildung in dem oder sonst irgendetwas, hast du doch ein paar Sachen gesagt, die mich vorher mega zum Nachdenken angeregt haben. Bevor wir aber wirklich tief in die Diskussion reingehen, wollte ich noch ganz kurz... Er hat schon gecheckt, genau. Bitte. Alle Strassenweisheit haben. Bro, ich muss dir schnell sagen, ich bin richtig froh, man, du machst einen richtig guten Job. So, in letzter Zeit Mann. wirklich, du checkst, bevor ich wollte. Wir sind in der 39. Folge. Und das kommt zum ersten Mal. 38 Mal gelernt. Weißt du, ich mache immer dumme Sprüche und so. Weißt du, ich sage immer so, hey, hier mal, aber wirklich, Bro, du machst einen sehr geilen Job in letzter Danke, Zeit. Bruder. Respekt für das. Bald gibt's Lohn, Bro, wenn du so weitermachst. Stimmt oder stimmt nicht? Dankeschön. Der Ali schreibt, schrei nicht, meine Frau drückt mehr auf der Bank als du. Das Ding ist eben, was ihr nicht wisst, er hat recht. Seine Frau ist ein schlimmer Kasten, Bro. Aber was er will sagen ist so, hör auf mit Vorurteilen. Weißt du so. Und das geht auch heute um die Folge eigentlich. Und absoluter King, oder? Ja, so, also egal was er sagt, für mich ist er äquivalent von Mahatma Gandhi. Bro, du bist wieder Wörter am Lernen, hä? Hey! Ich schwöre. Weißt du, wenn er nicht da ist, weißt du, so, wie so Dings, so parates Herz gibt, dann machen wir auch, oder? Er so, Definition obsolet. Also, nachher, wenn er irgendetwas sagt, ich finde das obsolet. Hey. Nein, man, geil. Übrigens, ich muss ihren Namen nicht sagen, aber ich glaube, die Freundin von Ali Ja, könnte uns locker, Ali locker, docken. locker, Ali, locker. ohne Problem. Locker. Voll. Sie wäre so Dings. Stell dir, also, kennst du die Szene von SpongeBob, wo er Muskeln aufblasen? Die aufblasen, ja. Einfach, dass die Muskeln echt sind. Ja, voll. Und sie hat auch die gute Höhe zu so Nierenschlägen und so. Also, falls ihr mal eine Security-Person braucht, Unbedingt. ihr regelt. Frage. Genau, aber bevor wir wirklich tief in die Diskussion reingehen, willst du noch schnell den Inciting-Event machen, Incident sagen, was passiert ist, wieso ihr vor knapp 3 Jahren das Gefühl habt, es braucht so ein Kollektiv? Ja, ich kann es mega gerne schnell zusammenfassen. Und Wenn du magst, ja. Ja, sicher. Also, wir haben es ein paar Mal schon gemacht, aber ich kann kurz erzählen, wie es zu dem gekommen ist. Hey, wir sind... Hey, also wie gesagt, ich habe mich irgendwie, also das Thema Rassismus begleitet mich jetzt doch schon ja, das ganze Leben lang. Unfreiwillig natürlich. Also wie mega viele andere Menschen natürlich. Ebenfalls, wo irgendwie da direkt oder wo negativ betroffen sind vom Thema Rassismus. Und ich glaube, alle Menschen, oder ich nehme an, alle so direkt betroffenen Menschen werden irgendwie ihre Bewältigungsstrategien
selber dafür entwickeln, also wie man mit dem umgeht. Also gewisse nehmen es einfach ignorieren, andere nehmen es mit Humor, andere irgendwie werden auch wütend. Ich weiß, es gibt ganz viele unterschiedliche Bewältigungsstrategien, wie man mit dem Thema umgehen kann, weil es ist ein mega unangenehm, mega auch schmerzhaftes Thema logischerweise. Es ist ein Stück weit ein Tabuthema. Also, man redet halt nicht gerne darüber, auch in Familien nicht, Freunde und so weiter. Man will ja eher Themen irgendwie haben, wo einem gut tun oder wo auch irgendwie lustig sein können oder so. Und das ist das Thema Rassismus sicher nicht, weil es ist eine sehr, sehr ernste Sache. Ich glaube, man kann es auf eine lustige Art und Weise teilweise auch besprechen. Ist das ein bisschen eine Seite, weil ich ein paar dumme Sprüche gemacht habe? Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Ich finde es auch wichtig, man soll es auch mehr besprechen, unbedingt, weil nur so kommen wir weiter und man bleibt einfach stehen, indem dass man einfach das Zeug verändert sich halt nicht, indem dass man einfach so laut wie es ist. Ja. Genau, das ist so ein bisschen der Intro zu dem, wie wir zu dem gekommen sind. Genau, und ich habe eigentlich vor ziemlich genau 3 Jahren ist das Thema in der Zeitung, das Thema in Zürich, in der Zeitung ist es gewesen, dass es ein Lokal gibt, also ein Restaurant, ein Café im Niederdorf, also im Dörfli, wirklich so an der Hauptgasse dort, wenn man von Zentral, wenn man so reinläuft. Und das Café ist 40 Jahre lang dort schon präsent gewesen. Und in den 80er? Genau, ist es dort hergekommen, hat dann irgendwann einen Pächterinnenwechsel gehabt. Ja. Und das Kaffee heisst aber, hat Kaffee M-Kopf. Also ich tue das M-Wort bewusst nicht aussprechen, weil ich finde, es ist mega unnötig, dass man Rassismus oder rassistische Wörter, Begriffe auch, oder also sowohl Text- und Bildsprache von Rassismus irgendwie reproduzieren. Weil jede Reproduktion von Rassismus hilft dem ganzen System weiterhin zu bestehen. Oder? Und aber darum haben wir so, bei uns hat sich das so ein bisschen eingebürgert, dass man jeweils M-Wort sagt. Genauso wie man das N-Wort auch irgendwie unnötig ist, dass man das die ganze Zeit aussprechen. Ja. Genau, das Kaffee M-Kopf, was dort gegeben hat, das hat sich damals in einer Liegenschaft von der Stadt befunden. Also das Haus ist eigentlich ein öffentliches Haus, es hat der Öffentlichkeit gehört, der Stadt Zürich gehört. Und man hat dann aber dort, es hat eine Neuausschreibung gegeben, also sprich man hat dann nach neuen Leuten gesucht, die irgendwie den Vertrag können übernehmen können, den Mietvertrag für das Lokal. Und dort hat dann die Stadt, wie sie immer wieder mal natürlich schreiben und Briefe so gegeben, hey, wieso haben wir in der Stadt ein Kaffee, wo einen rassistischen Namen trägt? Ja. Ist das wirklich nötig? Braucht es so etwas als Stadt, die sich sehr gerne als offene Stadt irgendwie bezeichnet? Offen wie eine Stadt, die auch extrem vielfältig ist. Ich glaube in Zürich, ich habe es irgendwann mal gelesen auf der Webseite von der Stadt, aber es leben irgendwie Menschen aus 150 verschiedenen Ländern oder so, also 150 verschiedene Nationalitäten hat in Zürich oder noch mehr sogar. Ich hoffe, ich habe nicht die falsche Zahl gesagt. Und ja, was soll das? Wieso in einem Land wie die Schweiz, wo in der Bundesverfassung steht, niemand darf diskriminiert werden und so, wie kann man so etwas akzeptieren? Hey, auf jeden Fall ist dann die Umbenennung von dem Restaurant ist das dort das Thema gewesen. Ja. Ich habe gefunden, hey, finally, mega gut. Bin ja grundsätzlich ein Schritt vorwärts. Eben, es tut sich etwas. Also es war ein Thema gewesen, weil es ist ausgeschrieben worden? Es ist ausgeschrieben worden, genau, dass man wie nach neuen Leuten sucht, die das übernehmen können. Neue Pächter? Genau, neue Pächter oder Pächterinnen. Und man hat sich bewerben. Ja. Und man ist wie so in der Ausschreibung auf Homegate, hat die Stadt Zürich als Vermieterin wie so geschrieben, hey, man sollte doch gerade, also man muss sich halt bewerben mit Bewerbungsunterlagen und Businessplan und alles, aber man sollte doch gerade noch doch bitte einen neuen Namen vorschlagen, wo man dem nachher dem Lokal würde geben, oder? Ja. Wo hoffentlich dann nicht mehr rassistisch ist. Das wäre noch easy, oder? Das ist glaube ich so eine Idee gewesen. Und das Kaffee, muss man sagen, hat ja irgendwie nicht, also ich nehme an, bei den 80er Jahren habe ich noch nicht gelebt, aber das hat nicht umsonst so geheißen, sondern hat irgendwie in Anlehnung an Häusernamen oder an Namen vom Haus hat das so geheißen. Und das Haus heisst zum M-Tanz, auch wieder mit dem rassistischen M-Wort drin. Und das ist ein bisschen, das ist halt so ein Altstadthaus, viele so denkmalgeschützte Altstadthäuser haben ja in Zürich haben Häusernamen. Es gibt ein Haus zum goldenen Kamel oder ich weiß nicht. Ich bin zu wenig vertraut mit diesen Häusernamen. Ich glaube, die sind ja gar nicht so offiziell direkt erfasst, aber auch Häuser sind teils so angeschrieben. Und das Altstadthaus dort zum M-Tanz, in dem ist wieder das Lokal dort drin gewesen. Ja. Und ich habe dann wie gefunden, hey, wenn ja schon der Name von dem Restaurant, von dem Kaffee finally wechselt, wieso tun wir nicht gerade im gleichen Atemzug den Namen vom Haus ändern, wo ebenfalls gross über der Tür so angeschrieben ist. Also es ist für mich auch nicht logisch gewesen. Das macht keinen Sinn. Hat dann rausgesucht, welches Departement für das verantwortlich ist, irgendwie von der Stadt. Bist du jagen nachher?
Ja, also ich will zumindest mal googlen. Genau, zumindest mal googlen, mal geschaut, wer der verantwortlich ist. Ich bin dann auch irgendwie auf so einer Webseite von der Stadt gelandet, wo so ein Kontaktformular ist. Und dann ist so ihre Nachricht an Departementsvorsteher und so. Und ich so, why not? Dort mal reingetippt geschrieben und ist dann recht schnell so eine Bestätigung gekommen, dass ich das bekommen habe. Das jetzt anschauen. Ja, und dann so 3-4 Wochen später ist eine Nachricht, also ein Mail zurückgekommen mit der Erklärung, eben danke vielmals, dass ich mich gemeldet habe. Ja, genau, das Restaurant wäre jetzt umbenannt oder wir einen anderen Namen dort suchen, aber beim Namen vom Haus ist es eben so, dass der ja fast niemand kenne und dass sie darum keinen Grund sehen, um den zu ändern. Also wechselt nur der Name quasi vom Restaurant? Vom Restaurant, genau, wo man halt... Und ich habe gefunden, es ist so ein denkbar schlechtes Argument, weil, also, wenn juckt, wenn sie ja niemand kennt, dann kann man sie ja nur so ändern. Dann merkt es gar nicht auf. Ja, voll. Und dann habe ich so gefunden, ja gut, wenn ihr mir sagt, das Problem ist, dass niemand kennt, dann machen wir es halt bekannt. Ja, dann haben wir Insta gemacht. Ja. Nein, ich habe gefunden, das ist dann also der erste Schritt gewesen. Das war wirklich also die Phase auch noch von Corona, erster Lockdown. Wir haben Zeit zum Webseite aufbauen. Und dann habe ich wirklich einen Brief geschrieben an die Stadt und wir gefunden, hey, anstatt dass wir auch wieder so privaten Brief schreiben wir es ein bisschen offizieller. Eben, wir sind jetzt ein Kollektiv als Verein. Wir schreiben jetzt dort einen Brief und machen den Brief gerade öffentlich, damit sie wie so ein bisschen einen Druck haben, zum Reagieren. Genau, das haben wir dort gemacht. Und wie haben wir das öffentlich gemacht? Der Brief? Wir haben auch auf Insta gepostet. Aha, also auf dem, wo er vor 2 Tagen aktiviert hat. Haben wir so die Stadt Zürich und dann noch die Person, die das noch privat noch markiert? Nein. Also wir haben sich, ich kann sagen, wenn wir es geschickt haben, also in dem ersten Schreiben, wo wir, oder dem ersten E-Mail, wo dann zurückgekommen ist, wo sie gesagt haben, hey, sie sehen eigentlich keine Notwendigkeit zu nicht ändern, haben sie noch geschrieben, hey, es sei ihnen aber bewusst, es gäbe noch andere. Sie haben gesagt, fragwürdige Namen. Sie haben nicht sagen rassistische Namen. Es gibt fragwürdige Namen. So würde ich es eben zugeben, weißt du, dass das effektiv rassistisch ist, das ist Schulbeine ist und so. Genau, und es ist ja gar nicht um Schuld oder so. Also ich habe gar nicht ihnen irgendetwas vorgeworfen. Ich habe nur gesagt, hey, schau, wenn ihr den Namen vom Restaurant ändert, dann doch auch gerade das andere ändern, das wäre mega nice. Voll, weil wenn wir gerade da sind. So als schwarze Person, ich habe keinen Bock müssen durch die Altstadt von meiner oder durch die Stadt von meiner Heimatstadt laufen und mich von einer Hausfassade oben aber beleidigen lassen. Ja. Außerdem ist es noch ein öffentliches Haus. Das heisst, es wird, gut, damals bin ich noch kurz nach dem Studium gewesen, kein riesiges Einkommen oder so gehabt, das heisst nicht allzu viel Steuern zahlt, aber indirekt zahle ich ja mit meinen Steuern dafür, dass ich von einer Hausland oben aber beleidigt wird. Also ich zahle dafür, um mich beleidigen lassen. Und ich finde, wieso, das ist nicht so... Das Haus nebenan extra anders, weißt du, anderen Namen umbenannt. Nein, es muss sich ja niemand es soll sich in der Öffentlichkeit niemand müssen irgendwie beleidigen lassen, wenn man irgendwie nur so gemütlich unterwegs ist. Und wir haben auch nie irgendwie gewisse haben gefunden, das ist eine sehr radikale Forderung, aber ich meine, wir haben nie gesagt, das Haus abreißen. Wir haben nie gesagt, irgendwie, was auch immer. Sondern schon radikal, aber wie willst du eigentlich einen Namen ändern? Von so einem Haus? Ja, also ich habe wie gefunden, wir können es auch mal wegmachen. Es ist halt so angeschrieben, wir können es wegmachen. Hey, und nachher ist das halt weitergegangen, oder? Wir haben den Namen geschrieben, sie haben dann wieder zurückgeschrieben, wir haben dann an die Stadtpräsidentin geschrieben, so ist es hin und her gegangen und so. Sind wir dann als Kollektiv von da rum gewesen. Wir haben dann gefunden, wir wollen die Plattform schaffen, wo wir nicht nur über historische Häuser nehmen. Weil niemand von uns ist auch kein Historiker oder Historikerin im Team, sondern einfach, wir wollen das als Plattform nutzen, wo wir einfach das Thema Rassismus in der Schweiz auf den Tisch bringen, wo wir vielleicht auch an Stimmen von Menschen, die ebenfalls Rassismus-Erfahrungen machen, irgendwie mehr Gehör verschaffen. Ich glaube, was mega wichtig ist, was ich auch gerne noch sagen will, ist, also wir sind nicht eine Stimme für irgendjemanden, der von Rassismus betroffen direkt ist. Ich glaube, da gibt es auch sehr, sehr viele unterschiedliche Hintergründe, Meinungen, also quasi Lebenserfahrungen von den Menschen, die machen. Ich glaube, ich kann von meinen eigenen Erfahrungen berichten und ich kann von den Berichten, die wir als Verein oder als Kollektiv erlebt haben. Und eben, wir haben jetzt auch durch das, dass wir halt so eine Exposure irgendwie schon hatten, recht früh, haben wir recht eine grosse Anzahl an Followerinnen und Follower gewinnen und haben jetzt einfach eine Plattform, wo halt eben genauso marginalisierte Stimmen, wo vielleicht bei anderen Medien ein bisschen zwischen Stuhl und Bank gehen, dass die ein bisschen mehr gehört werden können. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Idee von dem, was wir machen. Hey, mega schön diplomatisch ausgedrückt, so, muss ich sagen. So, nächstes Jahr WEF. Nein, man, sehr nice. Aber ihr habt ja recht früh, wie du es vorhin gesagt hast, Exposure, also ihr habt recht früh gesehen, dass mega viele Menschen interessiert sind an dem, was ihr macht. Oder ihr habt ja sehr schnell
einen Zuwachs bekommen. Es haben sich sehr viele Leute mobilisiert und gefunden, hey, macht es mega gerne, wo kann man mitmachen, wie kann man euch unterstützen und so weiter und so fort. Was hat das so ausgelöst in dir? Hat das so bestätigt? Oder? Ja, also mega schön. Ich glaube, ungefähr der dritte Insta-Post. Wir haben noch nicht unglaublich viele Insta-Posts gemacht, weil ich sage immer, Qualität vor Quantität. Ja, nicht so wie bei uns. Nein, bei euch ist alles qualitativ sehr, sehr hochwertig. Also ich habe vorher gesagt, Setup da, highly professional, mega nice. Mit iPhone Sommer aufnehmen. Aber ich finde, genau, bei uns ist wie so, ich glaube, der dritte Post, wo ich wieder gefunden habe, okay, wir haben eben den Namen von da, wir haben gefunden, wir nehmen eben einen Namen auf Schweizerdeutsch, wo nicht mega viel nachher erklären muss, um was es geht. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein bisschen mit dem Grund gewesen. Aber das ist wirklich auch so ein Ding. Also weißt du, euer dritter Post ist ja das mit dem... Nein, ich meine, wo kommst du wirklich durchgestrichen? Kannst du es schnell erklären? Also wie ich finde, als ich das gesehen habe, hat das gerade alles ausgesagt über euch, was man muss wissen. Und ich sage dir, Bro, ich habe gerade gedacht, weißt du was, ich gehe direkt einen Follow, Bro. Gerade so? Weißt, gerade so, Bro. So der erste Grund, sogar ich. Weißt du, sogar ich. Sogar du. Nicht. Unglaublich. Und nachher aber schreiben, wie viel zahlen der? Ja, genau. Nein, aber weißt du, das ist schnell... Bist du erstes Follower, ich kann nicht sagen, ich habe euch gross gemacht. Ja. Aber ich sage nicht mehr. Nein, Mann. Aber voll, weißt du, ihr habt von wo kommst du wirklich? Habt ihr glaube einfach ein normales Post gehabt und etwas ist durchgestrichen? Also das Ganze haben wir durchgestrichen gehabt. Genau, wir haben so gesagt, wir haben nur das, am Anfang, der allererste Post war einfach von da, quasi wir sind gestartet, hello, so hello world, wir sind live. Yeah. Und ich habe wirklich der dritte Post war so auf blauem Hintergrund einfach geschrieben, nein, ich meine, von wo kommst du wirklich durchgestrichen? Und dann haben wir gerade noch Stickers davon gemacht und haben auch gerade noch irgendwie das in die Story da. Ja, und eben mega viel, ich glaube gerade am Anfang, die ersten paar Leute, die uns gefollowt haben, das ist eben Anfangs Mai 2020 ist das gewesen. Wo wirklich uns gerade auch Nachrichten geschrieben haben, so mit, also quasi, dass sie sich mega identifizieren können mit dem, was wir machen. Sie haben eigene Stories erzählt von hey, in der Lehre, irgendwie machen sie immer wieder die Erfahrungen, die einen, irgendwie, sie werden fertig gemacht, die einen erzählen, sie sind Eidgenossen und sie ausgrenzen wegen dem, dies, das. Und das hat schon mega viel bei mir ausgelöst, weil ich habe gefunden, hey, wir sind ja eigentlich als anonyme Verein damals hergegangen, weil wir auch nicht gewusst haben, wie werden die Menschen reagieren auf das. Voll. Weil wir auch wirklich irgendwie keinen Bock auf unglaublich viel Hate hatten. Ja, fair, ja. Und wir gefunden, hey, wir gehen mit dem Thema jetzt mal rein, mal schauen, wie Instagram so als Plattform das Thema aufnimmt. Oder? Wir haben kein Foto gehabt, wir sind nicht mit Video oder so reingegangen, sondern einfach mit dem so ein bisschen Statement, da sind wir. Und mit dem, ich sage mal, ja, gemeinsamen Nenner, wo für sehr, sehr viele unterschiedliche, aber auch für sehr, sehr vielfältige Gruppen von Leuten irgendwie scheint es identifizierend war, oder? Mit dem haben wir gestartet und ich habe es auch schön gefunden, so die ersten Nachrichten, die gekommen sind, wirklich von Leuten, die persönlich, also einfach an einen anonymen Account eigentlich, persönliche Stories geschrieben haben, einfach weil sie irgendwie ein Bedürfnis hatten, darüber zu schwätzen oder das irgendwie bei jemandem abzuliefern oder auch so können sagen, hey, das und das ist mir passiert, gell, mega komisch, dass mir das immer wieder passiert. Hat das mit Rassismus zu tun? Also ich habe gemerkt, es ist viele Fragen herum, gerade bei jungen Menschen, eben ein grosses Bedürfnis, sich können austauschen, weil es eben, wie eingangs gesagt, ich glaube, teilweise so ein Thema ist, wo schwierig ist zum darüber reden, auch weil es sehr, sehr schmerzhaft kann sein. Und dort, ja, schon so ein bisschen, also es hat eben ich bin glücklich darüber gewesen, dass es das kommt, natürlich aber auch gleichzeitig traurig, dass es so viele Leute betrifft, oder? Dass so viel drauf anspringen. Genau, dass sie irgendwie mit dem zu kämpfen haben. Ja. Vor allem, das ist ja wirklich so ein Gespräch, wo, glaube ich, jeder da drin geführt hat, so, ja, von wo bist du? Ja, eben, ich meine, wie oft habe ich das Gespräch müssen führen und sagen, ja, ich bin von da. Ja, aber, also eben, von wo wirklich, oder? Bro, ich kann anfangen sogar so sagen, ich bin Spital auf die Welt gekommen. Bro, das ist eben die Frage. Kreissaal 312 Mal das ist eben die Frage. Ich so, ja, Spital so und so, Kanton dort und dort, Nein, aber das ist eben die Frage. Ich meine, so Menschen jetzt zum Beispiel, wenn du mich fragst, von wo bist du, Bro, in meinem Kopf, instant, soll ich sagen, ich bin von der Schweiz? Soll ich sagen, ich bin in Österreich geboren? Soll ich sagen, dass meine Eltern aus dem kurdischen Teil der Türkei kommen? Soll ich sagen, ich bin Kurd? Wenn ich sage Kurd, bin ich von Türkei. Soll ich sagen, ich bin von Iran? Weißt du, was ich meine? Ja, da innen oben im Kopf geht der Algorithmus am Laufen. Was ist die beste Antwort? Ich schwöre, weißt du, oder was kann ich sagen, dass es in die Fresse hebt? Weißt du, das ist so das, oder? Und ich habe das auch vorher dir gesagt im Gespräch, und so ein Aktivismus, egal wie groß er ist, weißt du, ob es ist, nur schon wie er, der sagt, vom Kreissaal, oder wie du, wo ein Kollektiv mitgründet,
egal wie groß dein Aktivismus ist, es ist einfach immer anstrengend. Absolut. Ja, es ist wirklich, also man braucht Kapazitäten, es braucht Ressourcen, es braucht extrem viel Energie. Ich glaub, vor allem einfach auch, wie es halt um etwas so Persönliches geht, oder? Ich meine, man kann sich auch für ganz viele Sachen irgendwie kann man aktiv werden und engagieren. Ich meine, Naturschutz, Klimaschutz etc. Da gibt es ganz viele Sachen, aber ich glaube, gerade bei Sachen, wo es wirklich um dich ganz persönlich, um deine Identität und so geht und du bist die ganze Zeit mit dem wieder konfrontiert und musst ein Stück weit auch, wenn man es ganz krass runterbricht, ist es ja wie so, es immer wieder müssen quasi bestätigen oder immer wieder müssen irgendwie legitimieren, irgendwie, dass du das irgendwie akzeptiert wirst als die Person, als der Mensch, wo du bist. Genau. Weil Rassismus hat ja so krass etwas Entmenschlichendes. Rassismus ist ganz klar etwas Abwertendes. Es Schubladisieren. Ja, sie wollen genau wissen, was für eine Art von Wesen. Ja, wo kann ich dich reinstecken? Und vor allem mit dem, wo kann ich dich reinstecken? Das heisst, welche Vorurteile, die du nachher schon mitgebracht hast, treffen nachher auf dich nachher als Person zu, oder? Ja. Und das ist ja das unglaublich fiese so bei Vorurteilen oder eben gerade bei Menschen, die rassifizierende Merkmale mitbringen. Oder? Es gibt ja bestimmte, sagen wir mal, willkürlich eigentlich ausgewählte Merkmale damals vor 400-500 Jahren, wo Rassismus als Konzept erfunden worden ist. Es ist letztendlich ein erfundenes Konzept. Haben damals weisse Menschen sehr, sehr eigentlich willkürlich, würde man sagen, aber natürlich für sie bewusst sind, explizit wollen bestimmte Menschen abwerten, bestimmte Menschen auch bestimmte Menschen versklaven, bestimmte Menschen oder bestimmte Länder, bestimmte Regionen kolonisieren etc. Das heisst, man hat damals bestimmte Merkmale beizogen, um eben die Menschen als nicht mehr gleichwertige Menschen darzustellen. Oder? Und das hat sich einfach im Laufe der Geschichte natürlich ein Stück weit gewandelt, aber hat auch neue Formen angenommen. Das heisst, der Rassismus, den wir jetzt heute haben, ist er jetzt implizit oder explizit. Das heisst, ist er so ein bisschen ein bewusster Rassismus, wo direkt rassistische Begriffe, rassistische Beleidigungen einem am Kopf gerührt werden, oder ist es so ein bisschen ein unbewussterer oder eben auch etwas Strukturelles? Also strukturell da gemeint, ist es wirklich in den Strukturen verankert? Ich meine, wieso finden rassifizierte Menschen oder Menschen, die von Rassismus betroffen sind, wieso haben sie mehr Mühe, um einen Job zu finden, wieso haben sie mehr Mühe, um eine Wohnung zu finden, wieso werden sie häufiger von der Polizei kontrolliert und so. Das alles, das ist ja strukturell, das sind nicht Einzelentscheid oder einzelne Menschen, und man kann sich an dem auch nicht entziehen. Also du kannst ja heute nicht, egal ob man als weisse Person, die nicht von Rassismus betroffen ist, oder als Person, die eben nicht als weiss markiert ist in dem rassistischen System, man kann sich an Rassismus nicht entziehen. Ich kann nicht morgen rausgehen und finden, so hey, Rassismus so, I'm out. Ja, so das ist ja wie nicht meine Entscheidung. Also wäre mega schön, wenn das irgendwie so funktionieren, aber so ist es halt leider nicht, oder? Und entsprechend muss man da auch etwas dagegen, also finde ich, entsprechend muss man etwas dagegen machen, natürlich im Rahmen von der eigenen Möglichkeiten. Ich glaube, da muss ich ganz klar sagen, geht es natürlich mit viel Privilegien einher, wenn man sich kann dafür engagieren kann. Man kann irgendwie, eben, wir haben sowohl Zeit als auch, also neben dem Job natürlich, und können unsere Freizeit für das hergeben, aber müssen nicht noch irgendwie Nachtschicht oder so arbeiten, um irgendwie durchzukommen. Das heisst, wir haben dort die Möglichkeiten, um uns können engagieren. Wir haben aber auch das Privileg, sagen wir, einen gesicherten Aufenthaltsstatus zu haben. Das heisst, wir müssen nicht irgendwie Schiss haben, dass wir da irgendwie sonst in Schwierigkeiten würden. Ja, bist du doch einfach froh, dass du da darfst sein? Absolut, ja, sag's nicht. Also, weißt du. Ja, genau. Aber ich finde, das ist eben auch, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das sagt, und dass man, letztendlich ist es ja ein verbündeter Kampf, oder? Gegen das. Ja, spannend. Also ich finde auch, es gibt mega viel. Also eben, man muss vielleicht nochmal sagen, du bist jetzt da in dieser Rolle als Person, als Mitgründer. Das allein macht dich natürlich nicht zum Experten von Rassismus. Aber eben, ich frage jetzt einfach dich gewisse Themen und Gedanken, die in den Kopf kommen. Man muss aber vielleicht da gerade nochmal sagen, die Meinungen, die du jetzt da vertrittst, du redest einfach für dich selber. So, absolut, das muss man sagen. Wir wollen das ja nicht schubladisieren. Absolut. Aber ich finde es auch mega spannend, es gibt mega viel so, ich sage jetzt Fachbegriff im Thema Rassismus, wo du jetzt auch ein paar vorher erzählt hast, wo zum Beispiel, ich merke ganz oft, wenn ich mit Menschen diskutiere über das Thema, verstehen sie zum Beispiel mein Problem mit dem positiven Rassismus nicht. Also weißt du, ich kann ein Beispiel machen, so, hey, look, eben, es klingt vielleicht banal, aber du bist irgendwo zum Essen eingeladen und nachher macht man vielleicht das Essen, wo
wo in deiner Heimatkultur, so wie sie das sehen, gang und gäbig ist. Und nachher sind sie ganz perplex, wenn du mal scharf nicht gern hast und so, weißt, und sagen so, ja, aber so, was ist so deine Meinung, deine Erfahrung mit dem? Was haltest du? Zu all dem. Hey, ja, es ist mega schwierige Frage. Ich habe gesagt, auf das Beispiel irgendwie das zu beantworten, aber ich glaube, hey, so allgemein muss man sagen, es sind sehr, sehr viel es sind sehr, sehr viel Meinungen, glaube ich, zum Thema Rassismus im Allgemeinen. Ich liebe, wie vorsichtig er ist, Bro. Hau raus, Mann. Hey, Schon gut. Nein, ich sag mal so, es ist sehr viel Unwissen zu dem Thema. Glaub, weil es halt ein Tabuthema ist, gell? Oder wie die Leute nicht gerne darüber reden. Es ist auch nicht im Lehrplan, im Schullehrplan drin. Sprich, wir haben ja, also wenn alle, die irgendwie da Schule laufen, man lernt ganz, ganz viele andere Sachen, aber irgendwie zu etwas, wo irgendwo durch alle betrifft. Ich finde, alle sind ja irgendwo durch von Rassismus betroffen. Einfach gewisse in Form von Privilegien, also gewisse werden von Rassismus halt bevorzugt, gewisse Menschen. Und alle anderen werden von Rassismus benachteiligt auf unterschiedliche Art und Weisen, weil es unterschiedliche Formen von Rassismus gibt. Aber ich finde, zumal dort ist sehr, sehr viel Unwissen um. Ich glaube, das ist so ein bisschen eines der Grundprobleme, oder? Hey, und das andere Problem, das dann auch noch mit ist einfach, dass es für die natürlich durch Rassismus bevorzugt werden, sprich die Privilegien haben, die haben also nicht einen unglaublich grossen Anreiz, die Privilegien abzugeben. Weil es fühlt sich nachher so als ungerecht an, dass sie das Privileg abgeben. Aber eigentlich ist ja einfach, die ungerechte Situation ist ja jetzt weil Rassismus Menschen ungerecht einteilen tut. Und man probiert ja, das irgendwie ein bisschen mehr Gerechtigkeit da herbeizuführen, indem dass man halt das System abschaffen. Ich verstehe voll, was du sagst. Ich find halt aber auch schwierig, weil ich bin auch mega Verfechter davon, wo zum Beispiel sagt, wenn du gar nicht betroffen bist, dann solltest du halt vielleicht auch nicht unbedingt die grösste Stimme haben. Weißt du, was ich meine? Hey, sind wir ehrlich, das ist ein schwieriges Thema. Also weißt du, so zum Beispiel auch als Person, wir sind zu einem Tisch und mir ist ganz klar, dass jetzt ich zum Beispiel einen ganz anderen Rassismus erlebt habe, als du ihn erlebt hast. Das ist auch gar kein, weißt, das ist gar kein Thema. Trotzdem sage ich tue ich oft über das reden und machen und tun. Und trotzdem habe ich irgendwo durch das Gefühl, dass ich aufgrund von meiner Identität, aufgrund von meinem Erlebnis mehr das Recht habe, als jetzt irgendjemand darüber reden, wo halt Eidgenosse oder was auch immer ist, oder wirklich einfach weiss ist. Das heißt das schon gar nicht. Aber ich weiss, was du meinst. Nein, ich weiss, was du meinst. Absolut. Ich glaube auch. Und was auch halt ist, durch das irgendwie sind wir also sagen wir so, als Gesellschaft haben wir es doch irgendwie geschafft, jetzt an einen Punkt zu kommen, wo also sehr, sehr viele Menschen, man kann nicht für alle fast 9 Millionen Menschen in der Schweiz reden, oder ich kann nicht all denen in die Köpfe hinschauen, aber sehr, sehr viele davon, glaube ich, zumindest nehme ich das so wahr, finden ja, Rassismus ist etwas Schlechtes. Das ist wie so, da haben wir uns ja wie schon so ein bisschen geeinigt auf das. So weit sind wir bis jetzt, ja, das ist geil. Ja. Und das ist so der erste Schritt. Also man findet, dass es etwas Schlechtes ist. So, wir sind so weit, dass jeder, der umgebracht wird durch seine Hautfarbe, ist nicht gut. Ist wie nicht ganz so gut. Und nachher kommen ganz viel so hinter also einige kommen hinter den Bus und finden so, aber wie heißt er nochmal? Wo ist er genau geboren? So geil. Nein, aber das gibt es ja dann auch. Nein, aber ich würde sagen, wir sind wie so am Punkt gekommen, wo sehr viel finden, es ist etwas Schlechtes. Aber das Problem ist, durch das, dass ja ganz viel finden, dass es etwas Schlechtes ist, hat sich das wie so, ist es wie so zum Punkt gekommen, wo irgendwie die Leute auch gar nicht damit zu tun haben. Oder so finden so, ja gut, wenn es etwas Schlechtes ist, kann ich ja gar nicht mit dem zu tun haben, weil ich bin ja kein schlechter Mensch. Oder? Und durch das haben die Leute auch ganz, ganz viel Angst, irgendeinen Fehler dort zu machen, eben etwas Falsches vielleicht zu sagen. Und du hast es angesprochen, es gibt, die Sprache ändert sich. Gerade Sprache ist ein mega grosser Bestandteil von Rassismus. Oder? Weil wie haben Sachen wie die Versklavung von Menschen, wie das Plündern von Ressourcen von anderen Regionen, eben Kolonien errichten und so weiter, wie hat das funktioniert? Durch das, also was jetzt zuerst mal gebraucht hat, ist, man hat ja wie sprachlich einen Begriff gebraucht, um andere Menschen eben zu entmenschlichen. Ja. Sonst ist es ja mega, also wie willst du sonst einen anderen Menschen entmenschlichen, wenn du sagst, das ist ein Mensch, der genau gleich viel Wert hat wie ich. Ja, voll. Das heisst, Sprache ist so ein essentieller Bestandteil von Rassismus und es gibt ja extrem viele unterschiedliche rassistische Begriffe in unterschiedlichen Formen, die sich auch immer im Laufe der Zeit irgendwie wieder mal gewandelt haben. Und gewisse Begriffe haben sich aber nach wie vor durchgezogen, werden heute immer noch im Alltag von sehr, sehr vielen Menschen verwendet. Und ich glaube, also so der erste Schritt ist mal, finde ich, dass, was man machen sollte als Mensch, der sich irgendwie anfängt mit dem Thema befassen, ist so ein bisschen überlegen, gut, was für Begriff verwende ich in meiner Sprache, in meiner Alltagssprache und so ein bisschen, so quasi durch wem oder durch wem seine Brille rede ich mit diesen Wörtern, mit diesen Begriffen, die ich verwende. Und sind das
Sind das irgendwie Selbstbezeichnungen, also wie du nicht andere Menschen bezeichnest, sind das Bezeichnungen, die die anderen Menschen für sich selber ausgewählt haben, weil sie gerne so bezeichnet werden? Oder sind das Bezeichnungen, die man ihnen gegeben hat, um sie in eine Schublade zu tun, die irgendwie auf einer Tiefe auf der Hierarchie irgendwie weiter unten ist? Ich glaube, das ist auch wichtig. Ich finde, das ist so der erste Schritt. Spannend. Ja, Sprache ist schon wichtig. Sprache ist extrem wichtig. Ja, eben, weißt du, hey, look, ich habe so zum Beispiel das Beispiel, ich meine, in den letzten 10 Jahren, 15 Jahren hat sich jetzt bei mir auch schon mega viel da. Weißt du, so, ich meine, Bro, ich bin weder an dem Punkt, wo ich sein will in diesem Thema, noch bin ich auch stolz darauf, wo ich war. Weißt du, was ich meine? So ganz offen, Bro. Und ich meine, ich merke einfach zum Beispiel heute, wenn ich irgendwie in einem Raum bin mit Leuten, zum Beispiel sind alle einfach weiss so, also oder White Passing und so, und dann zitiert jemand irgendeine Person und droppt dabei so casuals N-Wort, weißt du, so. Und ich meine, ich sage ehrlich, vor 15 Jahren hätte ich über das hinweggeschaut, vor 10 Jahren, weißt du, so. Und jetzt ist mir gerade so, ich bin nicht an einem Punkt, wo ich ihm sage, ey, weißt du, so, mach das nicht, weil ich finde, irgendwo durch auch, ist nicht mein Punkt vielleicht, aber eben über das kannst du streiten. Aber ich merke jetzt gerade so, ich denke mir gerade so, wow, wieso stört das gerade niemand, weißt du, was ich meine? Und wir sind auch, wenn du dich an die Clubhouse-Zeit erinnern kannst, wir sind wilde Zeit, das war wild gewesen, Bro, ich sag dir ganz ehrlich. Ja, ich schwöre, Erich Hess, der Bruder, ist er und wie heisst der andere Blonde mit dem Nils Fichter. Nils Fichter, du bist auch... Secondhand Trump, Alter. Ja, sehr geil, Alter. Für das gibt es einen Anschlag, Bro. Da kann ich noch auftreten, Bro. Irgendetwas. Step. Schön. Sehr geil, der Low-Budget Trump, Secondhand Trump, sehr gut. Er war in einem Raum, bei Clubhouse. Und dann ist er, Bro, gefrontet worden im Sinne von, ja, bist du nicht... Also, Bro, ich weiß nicht, wie du kennst. Weil, der ist Legende. Er ist so mit ihm im Raum und er sagt ihm so, hey, schau, du kannst schon gross reden, aber eine Frage schnell. Er so, ja. Oder Nils Fichter so, ja. Er so, wenn jemand klaut und beim Klauen verwünscht wird und nachher wird er verurteilt, was ist er? Er so, nachher der Nils Fichter so, ja, er ist ein Dieb. Er so, okay. Und wenn jemand das N-Wort sagt und so Ausdrücke macht, wie zum Beispiel die N-Wort bei der Reithalle dealen alle und er wird dafür verurteilt, was ist er denn? Ja, aber sag mal, was er ist, du Urs. So, weißt du, hey, nein, Bro. Dann hat er gerade angefangen auszupacken. Nein, ist noch nicht rechtskräftig und was auch immer. Weißt, und nachher tut er sich selber zitieren und sagt so, ja, ich kann das Wort. Und dann sagt er einfach nochmal, Bro. Einfach so, ich habe das Wort noch nicht gesagt. Weißt du, was ich meine? Er sagt einfach nochmal. So casual, Bro. Und dann fragst du dich einfach so, ein paar Leute checken auch nicht. Genau. Weißt du, was ich meine? Ja, checken auch nicht. Also, was heisst ein paar Leute? Das darf man nicht vergessen. Der ist doch Mitglied von der grössten Partei in dem Land. Ja, wirklich. fair. Also, ist nicht einfach so ein Ding. Und was man aber auch muss sagen, ich meine, das sind genau die grösste Partei in dem Land, oder quasi eine rechte Partei, aber ich glaube, man muss auch sagen, es zieht sich ja durch. Also quasi nur weil man nicht in dieser Partei ist oder nur weil man nicht rechts ist, sondern irgendwie anders, eine andere politische Einstellung hat oder also ein anderes Umfeld hat, ist man natürlich noch lange nicht selber gefeit davon, auch rassistische Sprache oder rassistische Verhaltensweise, Denkweise oder so an den Tag zu legen. Ich glaube, das hängt mega fest damit zusammen. Wir alle haben, eben Rassismus ist irgendwie, das System ist so durchdrungen in unseren Strukturen, dass wir alle rassistisch sozialisiert worden sind. Das heisst, wir haben alle, sei es durch den Medienkonsum, sei es durch Film, wo wir irgendwie schon geschaut haben, früher und so weiter, haben mega viel irgendwie rassistische Stereotypisierungen, rassistische und sind auch ausgesetzt. Genau, so, ja. Ich meine, da nehme ich mich selber genauso 100%, nicht aus. Und auch dort, es ist ein, du hast es vorher angesprochen, es ist was für ein Prozess das du durchlaufen hast. Und ja, es ist wirklich ein Prozess. Es ist man muss sich mega feststellen, es fängt immer bei einem selber an. Man kann schon mit dem Finger auf andere zeigen. Aber auf andere zeigen ist einfach, aber man muss selber sich überlegen. Ja, aber weißt, Leute lieben auch, sobald du dich irgendwie einsetzt für irgendetwas, Leute lieben dir sagen, was du falsch machst. Weißt du, ich meine, es ist so. Und weißt du, das Gefährliche an dem Ganzen ist, ich muss ehrlich sagen, erstens mal, ich bin schon mega froh, dass jetzt eben so Aussagen oder halt rassistische, sehr stark verankerte Sachen vom Großteil der Menschen meiner Meinung nach verurteilt wird.
Weil was die Leute sich trotzdem trauen, öffentlich sagen, weißt du, und ich bin froh, dass ich nicht höre, was sie, weißt du, was sie nicht öffentlich sagen. Genau, was sie nicht sagen, wenn wir nicht rum sind. Ja, Bro, genau. Weil das Ding ist, schau, auch wieder Anekdote und du kannst auch darüber lachen, weil eigentlich, es ist auch ein bisschen lustig, aber es ist auch sehr problematisch. Aber ich bin vor knapp einem Jahr irgendwie so mit dem Hund am Laufen und nachher sehe ich vor mir wirklich so eine alte Frau. Und Bro, ich sag dir ganz ehrlich, wenn du sie anschaust, so, du denkst, sie hustet noch einmal und das war es. So, weißt du, so vom physischen Erscheinen her, weißt du. Und sie ist so vor mir und sie hat so angefangen zu zittern, hat sich an der Wand gekippt und ist umgekehrt. Und ich bin dann zu ihr gegangen und du musst dir vorstellen, ich bin mit dem Hund gegangen und ich so, hey, geht's Ihnen gut? Und dann sie so, ist da ein Hund? Also sie ist auch komplett blind, weißt du, so. Also so Okay, kurz davor nichts mehr gesehen. Hey, und dann habe ich ihr gesagt, ja, wo müssen Sie hin? Und dann hat sie mir gesagt, ja, ich muss zum Altersheim. Und dann habe ich habe gerade noch so eine Cola-Dose dabei gehabt, so nimmt sich ein bisschen Zucker, dies, das. Und dann soll ich ein Taxi rufen? Sie so, nein, ich bin gerade da vorne. Dann habe ich sie begleitet. Und wir sind gelaufen und während diesen 100 Meter, wo wir gelaufen sind und ich sie so halt quasi im Arm drin hatte, ein richtig angenehmes Gespräch. Weißt, sie so, es ist so schön, sind sie da und weißt du, mega nett. Wo sind sie? Nein, mega schön, weißt du. Und dann kommen wir so an. Ich so, sie so, ja, kommen Sie, ich will mich noch bedanken. Ich so, nein, sicher nicht. Also wirklich so, du schaust die Frau und denkst so, hey, schön gibt's dich, man, weißt du so. Und nachher sage ich so, ja, da kommt gerade der Pfleger. Und nachher tut sie so ihre Augen zusammenkneifen und nachher sagt sie, ja, aber das ist aber nicht der. Und nachher einfach das N-Wort, Bro. Nein. Bro, nein. Also weißt du, und ich schaue ihn an und er ist halt, weißt du, so, er ist dunkelhäutig gewesen, und er schaut mich an und du siehst schon in seinen Augen Enttäuschung und ich habe mich so richtig fremd geschämt, weißt du. Und ich habe so gedacht, so, Scheiße, Bro, Mann, sorry. Und er tut so mit den Achsen zucken. Dann ich so, ja gut, also in dem Fall schönen Nachmittag noch. Nicht, nur so halb schönen Nachmittag. Ja, doch nicht mehr so schön wie vorher. Ja. Ich hoffe, ihr Essen wird nachher gespuckt. Aber weißt du, so, nachher kommen halt so Leute und mir das so, wenn ich die Geschichte erzählt und das so begründen, ja, weißt du, aber halt so, damals hat mir das halt gesagt, wo sie aufgewachsen ist, weißt du. Und jetzt, ja, man, damals ist, heute ist heute und damals ja, ist damals. Und das ist doch so, also, genau. Also hört auf entschuldigen, weißt du, so, nur weil sich irgendjemand, sag ich, von einer Zeit kommt, wo das die Norm war, ist ja, das vor allem doch... muss man ja auch sagen, was heißt, also die Norm für wer? Ja. Oder für sie ist die Norm, aber für die damals, Ja. für die schwarzen Personen oder für anders rassifizierte Menschen, wo irgendwie mit Begriff damals schon rassistisch diskriminiert worden sind, ist das ja nicht die Norm gewesen. So, Ja. Die haben ja auch nicht so wollen, irgendwie so genannt werden. Das ist also auch vor 400 Jahren Menschen, die versklavt worden sind, niemand... Sie sind nicht cool damit gesehen. Sie Ja. haben ja wie nicht gefunden, es ist voll easy, dass man das macht. Ja. Und Hey, was Alter, man auch muss sagen, Sprache, wie du hast gesagt, Sprache ist so verdammt wichtig. Das Schöne an Sprache ist ja, Sprache kann sich ja auch verändern. Ja, Muss sich verändern. Es muss sich auch verändern, weil ja auch, es gibt ja neue Situationen. Ich meine, und Sprache tut sich auch verändern. Ich meine, Corona ist das beste Beispiel. Wer hat vor 5 Jahren, niemand hat von Lockdown geredet. Niemand hat von... Hast du noch von den Medien gehört, dass Niemand irgendwelche genau. Leute in Amerika sich nicht einigen in Politik und deswegen hat sie in der Stadt damals einen Monat Lockdown gegeben. Genau, gibt es so etwas Lockdown, aber niemand hat irgendwie Social Distancing. Ja, ja. Niemand hat so Begriff und es ist wie kein Problem. Jetzt, Oder Schwurbler. Genau, Habe ich auch nicht gekannt. Genau. Und jetzt alle haben den Begriff irgendwie Sprachgebrauch aufgenommen, aber nachher dann ein Wort abändern und die Leute sind so, ja, ist schon verdammt schwierig. Ja, also ich habe letztens so ein Doku gesehen, und mich sehr geflasht hat. Es ist so, sie haben so einen Baum gezeigt, einfach so einen Baum. Und der Baum ist 400 Jahre alt und die Sprache, die sie geredet haben, wo sie den Baum gepflanzt haben, gibt es einfach nicht mehr. Zum Beispiel. Oder 80% der Wörter sind jetzt anders und so weiter. Weißt? Und die Sprache muss sich ändern, jetzt auf alles bezogen. Weißt? Muss sich ändern, so oder so. Und ich verstehe auch wirklich nicht, wieso es, also ich meine, es ist wirklich eine ernsthafte Frage, wieso stört es Leute, wenn man ein Wort nicht mehr benutzt, das andere verletzt? Ich verstehe das nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, es hat mega fest, oder mega viel, ich kann es nur interpretieren, ich kann nicht in den Kopf von diesen Leuten rein. Sie haben Verteidiger? Nein. Nein, nicht verteidigen, ich probiere irgendeine Begründung oder so. Ich glaube, es hat mega fest mit der Deutungshoheit zu tun. Also sprich, wer entscheidet darüber oder wer deutet quasi in unserer Gesellschaft, wie was sein darf. Vor allem, was die Norm ist, oder? Was ist schon das Wort Norm oder was ist schon normal? Wer definiert, was normal ist? Oder? Ich meine, das ist ein riesiges Ding. Und ich glaube, es hat auch, gerade bei Menschen, die eben sich daran stören, dass jetzt unsere Sprache soll weniger rassistisch werden oder so, weil sie halt selber nicht betroffen sind. Ich glaube, es hat mega fest mit der Angst um den Verlust von dieser Deutungshoheit zu tun. Und es hat auch, glaube, damit zu tun, dass es gibt Menschen, die sich sehr, sehr fest, wo ihre eigene Zugehörigkeit sehr, sehr fest durch
die Abgrenzung von anderen definieren tun, oder? Also sprich, wenn du kannst sagen, also quasi das, was sie zusammenhält, ist, dass sie sich abgrenzen können von, ja, wir sind ja nicht so wie die. Und so für die Abgrenzung fangen sie an Begriffe beiziehen, wie, ja, ich tue jetzt auch nicht, wie gesagt, Rassismus reproduzieren, aber wir können uns alle vorstellen, was für abwertende Begriffe, dass man irgendwie das, wir haben es vorangesprochen, dass die grösste Partei von unserem Land für ihre Initiativen und Wahlkämpfe und so verwendet tut. Das ist genau das, was halt dann Zugehörigkeit schaffen tut, oder? Ja, man. Ich hatte einen ehemaligen Chef, der 100% in dieser Partei Ehrenmitglied ist. Der wahrscheinlich als Erstgeborener für die Partei geopfert. Ich bin mal, also ich muss sagen, wenn ich so in die Sommerferien gehe und zurückkomme, ich weiß nicht, ich habe den von meinem Vater, ich werde easy schnell ein Bruder. Hey, Bro, also ich sag dir ganz ehrlich, wenn der in der Sonne ist, Alter, du erkennst ihn nicht mehr. Und es braucht eigentlich nicht viel, weißt? Ich weiß nicht wieso, aber so nach 2-3 Stunden Sonne und schon fängt es an, weißt du. Und ich bin so von der Ferien wieder gearbeitet und dann bin ich so, halt, ich arbeite in der IT und dann bin ich so etwas am Helfen gewesen, mit Mitarbeitern und so. Und er ist gerade nicht am Platz gewesen, ich kann also im PC rumarbeiten. Dann kommt so mein ehemaliger Chef und schaut mich so an, weißt, und sagt so, ey, kennst du den und den Film? Ich so, Bro, nein, ich kenne. Nachher er so, ja, google mal schnell. Ich google, und dann sehe ich so irgendeinen Ami-Film und die Hauptschauspieler sind 2 Dunkelhäutige. Nachher sagt er mir einfach so, du siehst richtig wie ein richtiger aus. Das N-Wort, weißt du? Ich so, Bro, weißt du, ich bin nicht mal betroffen und ich so, also das hat mich, in dem Moment, das hat mich nicht so betroffen, wie es dich betreffen würde. Und ich so, was läuft mit dir, weißt du? Und er hat schon ein paar Sachen gesagt, so auch so gegen Leute vom Balkan und so. Und dann ich so, noch einmal so etwas und ich gehe direkt zum HR. Mir scheißegal. Und dann ist wieder etwas passiert und dann bin ich zum HR und ich so, ey, look, ich weiß nicht, wie ihr das handhabt. Ich würde jetzt nicht, dass mein Ziel ist nicht, dass ihr ihn therapiert und sagt, was richtig und was falsch ist. Aber so Sachen gehören nicht an den Arbeitsplatz. Niemals. Ja, nie nicht her, Mann. Ja. Und nachher hat es Gespräche hin und her, dies und das. Nachher ist so das Mail gekommen, wir haben mit dem geredet und so weiter. Wir haben Geschäftsleitung auch eingeführt und so weiter. Und falls es nochmal passiert, gib uns Bescheid. Und seitdem hat er seine Fresse gegeben. Ein Appell, wenn noch irgendjemand im Geschäft stresst, droht mit HR, dann ist es ruhig, direkt, sofort. Und ja, man, er ist easy problematisch und das habe ich gemerkt, also, eben, ich will nicht wissen, wie er seine Kinder erzieht. Und ich will nicht wissen, wie er mit seinen Leuten, mit Besuch, mit Verwandten und so weiter chillt und wenn er mal etwas in den News sieht, wie er über das redet und so weiter. Absolut. Ja. Und dort ist so die Frage, wo hat er das? Sehr wahrscheinlich hat er das auch mitbekommen. Es ist ja alles er hat sicher irgendwie von seinem Stammtisch, Bro. Von seiner Familie, also, sozial Umfeld. Wie gesagt, das ist die Sozialisierung. Eben, das ist, also das Fachwort zwar, aber Sozialisierung heisst, dort, wo du dich sozial bewegt hast, von Kindesalter an bis halt zu deinem Erwachsenenleben. Und ich meine, eben sagen wir so, der rassistische Blick, den wir haben, oder? Also Zeitung-Blick? Überhaupt. Leider, Mann. Nein, der rassistische Blick gesponsert ja, ist chill. Ja, dann müssen wir dann aber nochmal schauen. Nein, Spaß. Aber wir sagen, also der rassistische Blick, also quasi das, was man ja sieht, also was Teil von dieser Sozialisierung ist ja auch angelernt. Also dass wir Hautfarben sehen. Logisch, also alle Menschen haben eine unterschiedliche Hautfarbe, wenn man wirklich auf die Farbe geht. Aber ich meine, da gibt es ja x Millionen, also es gibt so viele unterschiedliche Hautfarben, wie es wahrscheinlich Menschen auf der Welt gibt. 8 Milliarden Menschen, 8 Milliarden unterschiedliche Hautfarben. Und dann kommt es auf den Tag drauf an, eben, was ist für Bist du gerade an der Sonne oder nicht? Bist du krank oder nicht? Hast du einen roten Kopf oder was auch immer, oder? Das heisst, effektiv, also unterschiedliche Hautfarben, klar gibt es, aber dass wir den Blick haben dafür, dass, wenn wir einen Menschen sehen, wenn wir einen Menschen treffen, der Mensch, die Person gerade könnte in einer anderen Hautfarbe oder an irgendeiner Schublade zuteilen. Das ist ein rassistischer Blick. Oder? Dass wir es wie schauen. Und es kommen natürlich dann auch die Vorurteile, die man hat über diese Personen. Und teilweise ist man vielleicht positiv überrascht und denkt so, wow, krass, aber die Person kann ja mega gut Deutsch. Oder so etwas, oder? Ich meine, das ist ja alles angelernt. Und ja, das ist wirklich ein Teil von Rassismus. Und dort ist, was ja unglaublich schwierig ist mein Vorurteil etwas vom Schwierigsten. Ich glaube, eine der schwierigsten Aufgaben, die wir wo wir aus dem Hirn stellen können, ist Vorurteil verlernen. Ja. Es ist wie, du kannst nicht aktiv an etwas nicht denken. Du kannst dir nicht Mühe geben und sagen, hey, das eine Vorurteil, ich darf nicht mehr das denken. Weil je mehr du dir das sagst, desto mehr denkst du selber dran. Oder? Also du wolltest eigentlich sagen, wie so,
kein Kind kommt rassistisch auf die Welt. Nein, natürlich nicht. Also so. Es ist komplett angelernt und eben, oder anerzogen und du musst eine Art wie abtrainieren. Und du würdest sagen, es ist ein soziales Konstrukt? Es ist absolut, genau. Es ist wirklich, es ist ein Konstrukt, es ist eine Erfindung. Eben, man hätte ja gerade so gut können ein anderes Merkmal nehmen. Wir können sagen Schuhgröße. So, Menschen ab Schuhgröße so und so sind oder Menschen mit kleinen Füßen sind in dieser Schule. Wir können sagen Ohrengröße. Wir können, ich weiß auch nicht, oder Menschen mit großen Nasen sind Kurden. So. Hast du das wollen sagen? Nein, ist doch leid. Ich bin am Probieren, gibt es irgendwelche Merkmale, wo eben Rassismus aber schwierig, Bro, schwierig. Und Augen kann man nicht nehmen und Haar kann man nicht nehmen. Und die sind crazy unterwegs, was die alles an random, oder was heißt random? Eigentlich sind es willkürlich gewählte Merkmale, aber irgendwo durch sind sie ja gleich Merkmale, wo sie natürlich sich selber, oder? Die sind ja schlau gewesen, die das erfunden haben. Haben die gefunden, einfach all die Merkmale, die auf sie zutroffen, sind so gewesen. Das machen wir in die oberste Kategorie. So Zufälle, das sind halt wie die Menschen, das wie die Natur hat das wählen, dass wir ganz oben und so sind. Und haben das natürlich dann so ihren Kindern wiedergegeben und die wieder und die wieder und die wieder. Und ja, das hat sich so in den Köpfen verankert und festgesetzt. Und es ist ja schlicht, schlicht einfach falsch, dass, also genau, was schlicht sehr falsch ist, dass das besteht wie kein Zusammenhang zwischen, also nur weil Menschen eine gleiche Hautfarbe haben oder nur weil Menschen eben eine gleiche Nasenform oder was auch immer das es ist, haben. Oder nur weil Menschen quasi den gleichen Geburtsort teilen, die gleiche Religion teilen und so. Wegen dem bleiben sie ja nach wie vor individuelle Menschen. Und das ist aber etwas ganz... Es geht aber auch ein bisschen in das Rassentheorie und so, oder? Hey. Also, sorry, aber... Nein, schon ein Stück weit, genau was dort passiert. Ich glaube, was ein Privileg, das man als weisse Person im System Rassismus hat, ist, dass man als individuelle Person wahrgenommen wird. Und alle anderen sind aber immer so Repräsentanten und Repräsentantinnen von einer Gruppe, oder? Und ich meine, ich habe mal in einem Buch von der Küba Gummischei, von einer deutschen Autorin, die selber ein Hijab also als Kopftuch trägt. Sie hat mal geschrieben, dass wenn sie als Kopftuchträgerin über die Straße, bei Rot über die Straße läuft, dann geht sie wie für alle anderen Frauen, die ebenfalls ein Kopftuch haben, läuft sie über die Straße. Und wenn andere das sehen, sind so, die mit Kopftuch gehen quasi bei Rot über die Straße. Oder bei einer weißen Person, die bei Rot über die Straße würde man nicht denken, alle Weißen gehen immer bei Rot über die Straße. Das ist einfach die Person, die das macht. Hey, krass, Bro, ich habe das nie so überlegt. Ich muss wirklich sagen, wow, stimmt. Krass. Ey, weißt du, und jetzt, wenn du so überlegst, eben, wenn das die Leute so eben in der Erziehung oder im sozialen Umfeld mitbekommen, dann gibt es einen einzigen Ort, wo so Gegenpol, blöd gesagt, oder einfach so Bildung in die Richtung kann offerieren. Und das ist halt Schule. So. Absolut. So. Ja. Also du kannst wenn du in die Schule, wenn du jetzt am Morgen dein Vater sagt, scheiß so und du gehst in die Schule und hast Sport kochen und was auch immer und kommst heim und dein Vater sagt, die scheiß so und so, dann weißt du einfach, okay, niemand redet sonst drüber, außer mein Vater zum Beispiel oder meine Kollegen. Und das ist die einzige Meinung, die ich höre. Und muss ja stimmen so. Und dann ist so die Frage jetzt, sind Sie der Meinung, dass das in der Schule mehr passieren müsste? So an Bildung oder an Aufklärungsarbeit? So, so Aufklärungsarbeit, so vielleicht ein Fach oder vielleicht so irgendwelche Sachen, die man machen müsste, zum Beispiel. Weil man muss ehrlich gesagt sagen, Bro, die meisten, ich habe es auch vor deiner Freundin gesagt, die meisten Lehrer sind ja eigentlich ganz klar SP-Wähler, aber... Möglicherweise. Ich sage es einfach, das ist meine Meinung. Also eben ist keine Statistik, die du gelesen hast, du sagst es einfach. Ich sage einfach, das ist... Sie sehen so aus. Nein, Bro, aber es ist ja, ich sage jetzt mal, ich sage jetzt 80% der Lehrer sind SP-Wähler, ganz ehrlich. Du mal Goldküste jetzt schon. Weil jeder von uns hat Lehrer gehabt, der irgendwo in der Stadt Zürich 34 gewohnt hat und gekommen ist. Und trotzdem haben die so easy rassistische Sachen mal gesagt oder gemacht und so weiter. Und dann ist so die Frage eben, müsste der Staat oder müsste halt das Bildungssystem das aufnehmen und auch schon bei den Kindern, das heisst nicht therapieren. Du musst nicht sagen, 3 Stunden am Tag, weißt du, wie so Kinder weißt oder so. Aber einfach, dass die wissen, das ist Stand der Dinge, das ist nicht gut, das ist gut und so weiter. Hey, ja, ich finde schon, dass die Schule dort die Aufgabe hat. Oder? Ich meine, die Schule ist ja da, es ist ja, also die öffentlichen Schulen sind da, sind ja vom Staat finanziert, die sind ja da, um Menschen, junge Menschen, Kinder, Jugendliche auf Gesellschaft und aufs Leben vorbereiten. Und dazu gehört irgendwie, logisch gehört Mathe dazu, gehört Deutsch dazu.
Und ganz viele andere Fächer, wo teilweise noch weniger gut Mathe ist sehr unbeliebt, glaube ich, bei vielen. Auch Physik, Chemie, ich weiß nicht, all die Fächer gehören dazu, um dich aufs Leben vorzubereiten. Ja. Aber so etwas wie das Wissen über das Thema Rassismus, wo ja doch, wie gesagt, es betrifft ja wirklich alle, teilweise eben in Form von Privilegien und andere in Form von Benachteiligungen, dass dort so wenig passiert. Wir haben zum Beispiel den Lehrplan 21, wo vor x Jahren, glaube so mal aufgestellt worden ist, so ein bisschen, was ist quasi der Lehrplan, was soll alles Teil vom Lehrplan sein von der Schule, das ist so das, was von der Bildungsdirektion und so weiter, was dort erarbeitet wird. Wie gesagt, ich komme nicht aus dieser Branche oder so, aber das Wort Rassismus fällt im ganzen Lehrplan 21 gänzlich, also es kommt dort wie nie nicht vor. Aber man muss, glaube ich, gleichzeitig auch sagen, so im Vergleich zu wo wir damals in die Schule gegangen sind, zu heute, ich glaube, auch dort hat sich schon sehr, sehr viel getan. Ich glaube, also auch bei uns haben sich viele Lehrpersonen auch schon gemeldet, die gesagt haben, hey, sie irgendwie unsere Artikel, die wir in unserem Online-Magazin haben, oder eben unsere Insta-Posts, die wir schon hatten, im Unterricht mit einbauen. Wir haben schon Anfragen von Schulen wirklich schon gehabt. Wir haben eine ganze Arbeitsgruppe, die auch schon in Schulen gegangen ist, mit Jugendlichen reden und so weiter. Das heisst, es tut sich dort schon etwas, aber halt langsam. Es ist schön, aber es passiert halt so aus Eigeninteresse von der Schule oder von einer Person und nicht irgendwie, weil Struktur Platz gibt für das und man kann sagen, hey, man hat jetzt in der Woche 3 Stunden Zeit. So ja, weißt du, so, lass mal Platz und so, nicht mal Geld. Also weißt du, was ich meine? So, weil ich meine, schön, dass sie auf euch zukommen, aber es ist nicht deine Aufgabe. Also weißt du, was ich meine? Es ist wirklich nicht deine Aufgabe. Schön, dass du es machst, aber es ist nicht deine Aufgabe. Ja. Und ich meine, also weißt du, so, um das schnell zu sagen, ich meine, wir kommen jetzt vielleicht noch von der Zeit, wo sogar in Geschichtsbüchern Auflagen verwendet worden sind, wo Rassismus reproduziert worden ist. Weißt du, was ich meine? Also ist im Fall, gibt's nach wie vor, wir haben sogar ein Interview von zwei. Nein, Alter. Ja, doch. Immer noch mit dem N-Wort und so. Hey, es kommt also auf unterschiedliche, Rassismus ist ja nicht nur N-Wort. Ja, klar, das muss man da auch unbedingt sagen. Ja, sondern man kann auch eben rassistische Text- und Bildsprache, je nachdem, wie man halt Leute beschreiben, aber gerade auch wie Schulbücher, wo es irgendwie bestimmte, ich weiß nicht, so Zeichnungen oder so hat, wo man halt, wie man andere Menschen darstellen oder wie halt über etwas geredet wird, kann auch schon also es kann, wenn man zum Beispiel den Kolonialismus beschreiben als, dass dort einfach so ein paar Leute, die mutigen Entdecker sind dort hergefahren und haben dann diesen Leuten so gesagt, hey, wir nehmen da euer Land und die Leute haben so gefunden, ja voll easy, wir gehen da euer Land. Ja. Nur schon, und das hat ja auch, das ist schon eine sehr, sehr problematische Art und Weise, wie man halt mein Kolonialismus und ist einfach ein Verbrechen gewesen. Ja, man kann es noch schon schön als abenteuerlich tun. Genau. Also das und das hat es nach wie vor, genau. Also kennt ihr die Bilder von Thanksgiving, wo sich die Ureinwohner und so die Kolonialisten so am Tisch zusammenhocken und so Happy Life und so. Ja, voll. So ist es. Ja, wirklich. Und das ist ja auch höchst problematisch. Und ich glaube, das gibt's. Das wird nach wie vor irgendwie so gelehrt. Ich glaube, vielleicht gibt es gewisse Lehrpersonen, die logischerweise wo das nicht so ihren Schülerinnen und Schülern beibringen. Und bei anderen, wo es wie gleich ist, was egal ist, wo selber vielleicht die Bilder im Kopf haben. Und Weißt du, was das Problem ist? So, die Leute kommen aus der PH raus und dann juckt es keiner mehr, ob du dich weiterbildest oder nicht. Also weißt du, so grundsätzlich, du kannst wirklich, seit du aus der PH bist, du kannst eine 60-jährige Lehrer sein und dich nicht einmal weiterbildet haben, theoretisch. So, also weißt du, oder deinen Lehrplan, den du damals gemacht hast, wie nicht nochmal gut refreshen und es juckt einfach niemand. Und eben, da sind wir auch wieder beim Thema Aktivismus, oder? Und ich meine so, es ist einfach Arbeit und es ist einfach wieder Aufwand und vor allem, du trittst an eine Wand. Weißt du, wie viele Eltern kommen dann und sagen, ich will so Scheiß nicht hören, bring meinen Kind das und das nicht bei. Ich habe zum Beispiel, eine Bekannte von mir hat mal probiert, den Text, den sie den Kindern vorlesen, den sie bekommen haben, genderneutral machen. 3 Stunden sind sie dran gehockt, weißt du, was ich meine? Und ich meine, zum nachher hören, so, was ist das für ein Scheiß? Wieso muss ich jetzt meine Tochter anfangen? Macht das doch daheim. Eben genau, eigentlich ist es wirklich Aufgabe von der Schule, oder? Eben die Menschen oder die Kinder und Jugendlichen aufs Leben vorbereiten. Und du sagst es genau richtig, es braucht mega viel, es ist Arbeit, es ist Engagement dahinter, Aktivismus braucht Zeit, braucht Geld, also man muss sich einfach, man ist irgendwie stetig dran. Ja, weißt du, man hört eben auch oft so, ja, du als Lehrperson zum Beispiel, darfst keine politische Meinung haben, oder? Und dass wir nicht so quasi durchboxen. Ja, aber wenn ich akzeptiere, dass zum Beispiel so Lehrmittel verbraucht werden. Ist ja genauso ein Statement. Es ist genauso ein Statement, Bro. Das ist genau, was ich sage. So, ich muss nicht
Weißt du, ich muss nicht mit Nazis mitmarschieren, um ein Statement abgeben. Weißt du, was ich meine? So. Manchmal ist genau, nichts machen ist auch mal sehr Bro, ja. Statement. Und ich sage dir ehrlich, lieber habe ich jemanden vor mir, der mir offen sagt, dass er Ausländer hasst, als mein Nachbar, der winkt und dann aber noch unter dem Busch sonst und dann wieder 117. Voll, schon direkt so. Hey, nein, ja, das ist schon schlimm, Mann, wirklich. Ja, Mann. Es ist schon schlimm. Aber gleichzeitig muss man sagen, ich glaube, es ist jetzt mega so am Abend sein und sagen, was alles schlimm ist. Gleichzeitig muss man sagen, es ist ja mega cool, wie viel das sich tut. Oder? Voll. Ich glaube, das ist ja mega nice, dass so viele Menschen auf so viele unterschiedliche Ebenen, in so vielen unterschiedlichen Bereichen irgendwie sich darum bemühen, sich auch irgendwie zusammenfinden und gemeinsam an Sachen arbeiten. Voll, also effektiv ist ja auch, ich glaube, ich sage jetzt mal, eine Nachfrage da. Weißt du, was ich meine? Absolut. Und ich meine, ich sehe ja auch in der Schule, ich habe ein paar Freundinnen, die an der PH sind oder jetzt vikarisieren zum Beispiel, also in Lehrklassen arbeiten. Und ich meine, was die Kinder heute zum Beispiel lernen, im Vergleich zu dem, was bei uns einfach alles in Mensch und Umwelt reingerührt worden ist. Weißt du, was ich meine? So, es ist schon ein Unterschied. Es passiert schon etwas. Weißt? Das muss man auch nicht absprechen. Aber halt wieso? Weil halt Menschen jetzt dort sind, die etwas anderes zeigen haben. Also weißt du so. Genau, weil halt vielleicht Menschen, die trotz all diesen Hürden und trotz der Strukturen, die gegen organisierte Gruppen und Menschen arbeiten und so, doch irgendwie in Stellen, in Rollen, in Jobs so sind, um das jetzt irgendwie vorwärts pushen und so weiter. Und halt eben darum immer wieder Repräsentation ist mega, mega wichtig, dass man auch repräsentiert, dass Leute, die eben selber Rassismuserfahrungen machen, repräsentiert sind in den unterschiedlichsten Bereichen. Ich glaube, ihr seid mit dem Podcast mit Kurz und Bündig das beste Beispiel dafür. Ihr repräsentiert ganz klar eine Community und man sieht auch... Mit Haarausfall und lange Nase. Nein, eben nicht. Ihr seid einfach für ganz viele Leute, die sich auch mit dem identifizieren können, mit dem, was sie machen. Und die Nachfrage ist ja extrem da. Mega. 2 Stunden auswählen. Ist nicht wichtig, aber ja. Fang nicht an. Zürich 6 Minuten, es spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle, dass sie 6 Minuten ausverkauft ist. Aber es ist so. Aber halt, schon gut. 4 sogar, ja. 4 Minuten, es wäre immer jede Folge wäre ein bisschen weniger. Bro, egal. Das ist schon gut, ist auch gut. Aber nein, ich sage, das ist ja mega schön und ich glaube, es ist extrem, extrem nice, so die Arbeit, die ihr da leistet. Ebenfalls, danke. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass die Menschen auch sehen, oder dass, es hilft etwas. Ich meine, klar, es sind Baby Steps, aber hey, so kommen wir weiter. Weißt, ich muss eben auch sagen, was man nicht unterschätzen darf, ist, dass vor 30 Jahren die Anzahl von, hey, ich will das Wort nicht mehr sagen, seit ich mit dir rede, aber halt so Menschen mit Migrationshintergrund quasi jetzt wirklich an Positionen sind, wo sie vor 30 Jahren nicht sind. Also weißt du so. Ganz klar, ja. Aber wieso sind sie dort noch gewesen? Weil halt unsere Eltern, Grosseltern oder halt von Zugewanderten einfach ganz viele noch andere Sorgen noch haben und andere Lebensumstände. Ich meine, gar nicht, ist ja nicht, dass sie sich irgendwie weniger bemüht haben. Ganz im Gegenteil, oder? Aber einfach, klar, dass das ändert sich. Und die Schweiz, das muss man mega fest sagen, die Schweiz hat Jahrhunderte alte Migrationsgeschichte. Oder einfach, wir sind ein Land, wo es immer irgendwie, wo immer Leute immigriert sind, wo Leute emigriert sind, wiederum wieder weggegangen sind. Und das ist halt nur mit dem... Richi sein Vater. Das ist halt nochmal so, wir sind in der Mitte von Europa, oder? Und entsprechend sind natürlich, ist ja klar, dass wir sind ein sehr, sehr vielfältiges Land, aber das Problem, oder was heißt, ja doch, es ist ein Problem. Ich finde, die Vielfalt ist an sehr, sehr vielen Orten, sieht man die Vielfalt nicht. Ich meine, ich weiß nicht, ob jemand mal einen Blick ins Bundeshaus oder so oder ins Parlament so geworfen hat, aber so vielfältig ist das Parlament jetzt nicht, sagen, wie unser Land tatsächlich ist, oder? In der Politik fehlt es noch. 100%. Aber eben, man muss wirklich auch sagen, so, hey, unsere Leute, also Leute, die von anderen Kulturen kommen oder die gleiches Zeug wie wir durchgemacht haben, kommen langsam an Positionen, wo sie auch Impact haben. Weißt du, was ich meine? Eben, wie zum Beispiel Lehrpersonen. Ich meine, Bro, in deiner Oberstufe, wie viele Leute hat es mit Namen, die jetzt halt nicht schweizerisch ist? 0. Bro, 80% sind, 70% sind ausländische Namen gewesen. Nein, von den Lehrpersonen. Von den Lehrpersonen? Ja. Also, was war die Frage? Wie viele Lehrpersonen haben einen ausländischen Namen gehabt, in Anführungszeichen? Keine. Und wenn es einen gehabt, alle immer so, das ist ein geiler Sicher. Bro, wir haben einen gehabt, der Herr Krasnitschi, Bro, wenn der gekommen ist, Leute sind von allen Schulzimmern gekommen, so
krass, weißt du, so doch, jemand haben wir. einer von uns, weißt du, was ich meine? Und heute ist wie so, also es kommt immer mehr, Mann, und das ist mega schön. Wir hatten eine Sportlehrerin, albanische Sportlehrerin, ich küsse ihr das Herz. Wir sind so, wo wir erfahren haben, dass albanische, also es ist sogar so 40, 45 gewesen, weißt du, Sportlehrerin ist, wir haben uns verdammt gefreut, so alle. Wir haben gedacht, jetzt können wir immer sagen, shooten, komm, das und das. Und sie so, nein, gibt's nicht. Sie so, da ist kein Wunsch da, weißt du, wir sind einmal, fast wie Militärstar, weißt du, so, jetzt gehen wir mal im Wald go wandern und so weiter. Und einmal, wenn wir Scheiß gemacht haben, hat sie so als Spaß so, weiss ich die, im Wasser kannst du brauchen, so die langen Dinger, wo kannst du drauf. Die Würm oder wie? Also die farbigen ja, genau, wie heißt das? Schummstoffdinger. Ja, genau. Okay. Das ist einmal so als Spaß, weißt du, so, wenn wir so Scheiß gemacht haben, sie so, ey, Ich kann denken, so Wallholz. Du siehst, wie der rassistisch, Mann, Bro. Ich kann eher sagen, das Wallholz, weißt du, wie wir drunter gekommen sind mit dem früher. Nein, weißt du, und sie hat so als Spaß immer so, weißt du, wir haben so Scheiß gemacht normal und dann sind wir so zusammen, so ein bisschen geschlagen und so. Und dann hat sie einmal einen Schweizer geschlagen. Nächstes Semester war schon nicht mehr Lehrerin. Weg. Ja, aber weißt du, das ist genau, was ich meine, so, wenn, darum ist Repräsentation so wichtig. Weißt du, mit wie vielen Leuten diskutiere ich darüber? Genau so Sachen. Weißt du, irgendjemand hat jetzt die Lehrerin dort gesehen, sie ist jetzt halt Albanerin und irgendjemand hat das gesehen und gesagt, hey, weißt du was, ich kann ja auch. Weißt du, ich als Person aus dem Kosovo, aus Albanien, aus wo auch immer, ich kann auch Lehrperson werden, weißt du? So. Vor allem, also wieso nicht? Wieso nicht? Aber ich meine, du siehst es ja nicht, weißt du? Genau. Ja, und das Gleiche ist, ich diskutiere mit Leuten darüber und sie fragen so, ja Bro, wieso willst du Film studieren? Wieso willst du das und das machen? Und ich sage halt immer, hey, ein grosser Motivator davon ist, weil ich unsere Geschichten, die wir erlebt haben, die für ganz viele Leute unglaubwürdig wären, möchte ich auf Bild bringen, weil ich Leute, die aussehen wie ich, er oder wie ganz andere, einfach ein bisschen diverser ist, dort hin tun und zum zeigen, es geht auch. Und ich höre immer, also ich höre sehr oft von unseren Leuten so, ja, aber ich habe ja trotzdem geschafft, ich bin ja trotzdem da und da und da und dort. Und ich sage immer, Bro, nur wie du einen Kampf hast müssen machen, weißt du, das tut es nicht. Genau, um das geht es halt wie nicht. Ich mag es mega gönnen und so, das einzelne weißt, schaffen, aber ich meine, letztendlich geht es ja um Chancen, ich liebe von Chancengerechtigkeit als Chancengleichheit. Ja, das ist weil das wirklich alle die gleichen Chancen, das ist mega utopisch. Also, ich meine, du kommst nur schon, wo du auf die Welt kommst, ist schon, definiert schon, also die Chancen sind schon unglaublich unterschiedlich. Genau. Leider auf unserer Welt. Aber dass wir nur schon, dass wir es schaffen, in unserer Gesellschaft zumindest, oder im idealen Fall natürlich auf der ganzen Welt, dass wir eine gewisse Art von Chancengerechtigkeit, also dass es einfach, dass Chancen gerechter verteilt werden, dass wir dort herkommen. Das ist schon so ein bisschen das Ziel, an dem wir arbeiten. Und aber dass wir überhaupt Chancengerechtigkeit aufbauen können, muss man ja wie schon mal zuerst, also muss man das andere, wo halt Chancen eben vernichten oder Chancen Türen verschliessen, das muss man ja wie zuerst mal abbauen. Oder? Und wir sind, ich glaube, wenn man das so auf einer Timeline halt anschaut, eben das Systemrassismus, wo so viele Menschen irgendwie diskriminieren und so viele Menschen benachteiligen, das System ist irgendwie auf einer 500-jährigen Timeline sind wir in so also auf dem letzten Abschnitt jetzt von der, also auf dem Abschnitt, wo wir uns jetzt da befinden. Und wo, ich meine, von Anfang an haben wir natürlich gegen das System gekämpft, aber es ist auch so stark in all dem, was wir machen, so stark verankert eben. Und es ist, dass bestimmte Menschen, dass rassifizierte Menschen in gewissen Positionen sind, das ist wirklich noch nicht so lange her. Eben, wir können uns daran erinnern. Und wenn man auf die ganze Timeline anschaut, das heisst, es braucht noch hoffentlich nicht wieder 500 Jahre, bis wir jetzt herkommen, aber es wird noch sehr, sehr viel Zeit, vor allem sehr, sehr viel Engagement, sehr, sehr viel Arbeit brauchen, dass wir uns jetzt entwickeln können. Aber nur mit Däumchen drehen wird das nicht passieren, sondern einfach dranbleiben, miteinander solidarisieren, gemeinsam kämpfen. Podcast machen. Podcast machen, Welt verändern. Ey, das ist, ich glaube, man darf nicht unterschätzen. Klar, man kann darüber lachen und sagen, okay, mach einen Podcast und mit dem wird man nicht irgendwie morgen die ganze Welt verändert haben. Ich glaube auch nochmal da, Podcast machen, Plattformen schaffen, Repräsentation, Vorbild sein für andere, eben gewisse Sachen pushen, unterstützen und so. Ich glaube, zusammen verändern wir die Schweiz. Bro, nein, aber ich meine, ich sehe es auch so, weißt du, wie du gesagt hast, dass zum Beispiel Rassismus etwas ist, wo man lernt. Du kannst, wie du es gesagt hast, du kannst es auch gerade wieder entlernen, oder? Genau. Und ich meine, jede Person, die zum Beispiel in diesem Gespräch zulässt, die sich vorher keinen Gedanken gemacht hat über das, die sich jetzt nur schon einen Gedanken macht, ist eine Person mehr. Genau. Und weißt du, wir stehen ja nicht da und sagen, so, wir sind jetzt da dafür, dass der Rassismus einfach
fertig ist. So. Das ist ja auch nicht deine Aufgabe, ist auch nicht eures Ziel. Werden wir wirklich auch nicht schaffen, genau. Weil wie du sagst, die eine, und was halt wirklich mega nice ist, es gibt so viele Ressourcen, wo mittlerweile, wo alle ja gratis zugänglich sind. Ich meine, gang auf YouTube, gang dort ein Doku schauen zu dem Thema, gang auf einen anderen Blog, gang irgendwie einen Podcast zum Thema Rassismus oder sonst irgendwie Themen, wo das anschneiden tun. Ich meine, es gibt so viel, wo du Dinge zu dem kannst machen, gratis, in deinem Hosensack, verfügbar. So mach's, fang bei dir selber an und du auch eben anfangen, quasi andere Leute darauf hinweisen, andere Leute, wenn du Sachen mitbekommst, einfach Sachen nicht durchgehen lassen, weil letztendlich alles was eben jedes Mal, wenn man irgendwie stumm bleibt, hilft, also dass jedes Mal das nicht machen, hilft dem ganzen System irgendwie weiter zu bestehen, oder? Stimmt. Und letztendlich, ich meine, es braucht mega viel und ich glaube, wir stehen dann nicht her und sagen, du musst jedes Mal, weil es ist kräftezerrend, es braucht mega viel Energie, um das zu machen und du musst auch nicht irgendwie hässig, wütig mit dir selber sein, hätte ich nur, ich muss jetzt dann so, sondern ich meine, in erster Linie musst du einfach Mensch sein, oder? Und, so ein bisschen, und im besten Fall auch schauen, dass irgendwie andere Leute auch Menschen können sein und du mit diesen Ressourcen, mit dem, was dir zur Verfügung steht, irgendwie schauen. Ich glaube, das hat einfach die Welt eine gerechtere, eine lebbarere Welt irgendwie für alle kann sein. Ja, mega schön. Yes. Hey, willst du mal Fragen anschauen und vielleicht schauen, ob irgendetwas kommt, das man kann stellen kann? Und ich schreibe so, hey, wir haben Besuch wir sind von da, wenn ihr eine Frage habt, schreibt. Und dann kommen die Leute und sagen so... Von wo kommt der? Nein, weißt du, fragen so... Jungs, würdet ihr lieber das? Oder weißt du, Bro, das ist ja nicht das Thema jetzt, weißt du? Da steht jemand, Josh, oh mein Gott, wieso hast du mich ignoriert im Pod? Bei Avatar 2 brillt. Ja, wieso? Biggest Fan. Hey, nein, look, okay, erstmal, ich muss mich entschuldigen. Ich habe dich... Look, Bro, ich sag dir, wie es war. Ich bin mit meinen Kollegen und dann sind wir so in dem Kino und es ist echt pumpenvoll. Und du weißt, wie die Jungs sind, einer steht auf, ey, ist das nicht der vom Pod? Weißt du, fängt so an, schreien. Wie immer, gell? Bro, nein, aber ist einer von meinen Kollegen, weißt du, was ich meine? Um mich in unangenehme Situationen bringen. Und ich so, Bro, hör auf, dann bin ich aufgestanden und dann habe ich irgendwie gehört, von hinten hat irgendjemand gesagt, hey, es tut mir leid, ich wollte dich nicht ignorieren, ich wollte meinen Jungs nicht die Genugtuung geben, dass sie sich lustig machen. Danke fürs Vorlesen von dieser Frage. Bitte. Bevor wir aber da rein gehen und eigentlich in den Abschluss kommen, ins Outro kommen. Hey, du kannst selber entscheiden. Ich weiss, ihr macht eigentlich ungern Werbung für den Verein. Wie gesagt, ich habe gesagt, also für das Kollektiv, sorry, ihr seid mit uns dabei auf Tour oder ein Teil von eurer Crew. Möchtest du, sollen wir euch verlinken? Willst du noch den Leuten irgendetwas sagen? Wie kann man euch unterstützen? Hey, doch, sicher, also mega gerne, genau. Also schon mal unterstützen, im Idealfall, wenn man uns irgendwie abonniert hat, wenn man uns followt oder so, das ist schon mal ein mega Support, wenn man unsere Sachen irgendwie liest, sich damit auseinandersetzt, aber auch teilen tut. Ich glaube, das hilft schon mega viel, hilft vor allem der Thematik mega viel. Wenn man aber irgendwie Bock hat, bei uns mitzumachen, wenn man Bock hat, sich noch intensiver oder mit uns in Austausch zu treten, man kann bei uns auch Mitglied werden von unserer Community. Egal wie man aussieht? Egal wie man aussieht, egal ob man von da, von dort oder von wo auch immer sich irgendwie fühlt oder macht. Und ich glaube, dort ist wirklich so, wir sind dort wirklich offen für alle Menschen, die irgendwie mit dabei sind. Genau, man kann unserer Community beitreten, die nennt sich Freunde von da. Wir finden alle Infos auf unserer Webseite, wir sind von da.ch. Wenn ihr mit dabei seid, und ja, so ein bisschen, also that's it eigentlich, wo man kann machen, aber ja, schaffen dann oder nicht damit auseinandersetzen. Aber ich auch für euch so 10% von allen Einnahmen, die jetzt kommen, die nächsten 3-4 Wochen, die recht abgeben. Ja, das Nein, genau. Hey, mega schön. Wie gesagt, ihr sind ja offiziell als Verein deklariert, also man kann auch Mitglied werden. Man kann spenden, wenn man möchte. Man kann möchte Mitglied sein, wenn man nicht. Voll. Es gibt viele Möglichkeiten, um sich einsetzen und ihr habt auch viel vor. Also ihr wollt ja auch vielleicht mal richtig eben zum Beispiel Schulen gehen, ihr macht ja auch Events. Ganz viele Ideen. Letztes Mal ein Event gehabt, mega herzig, wo wir Kerzenziehen gemacht haben. Genau, das haben wir auch mal gemacht. Genau, haben wir auch eine kleine Veranstaltung gemacht, also ein bisschen auch für Families und so weiter, dass wir oder sonst auch Kollegen sind Kerzen ziehen. Genau, wir machen auch so kleine Events für die Mitglied sind da bei uns, aber ich glaube, auch da an dem Punkt muss man sagen, es gibt auch ganz viele andere Orgas, wo ebenfalls antirassistische Arbeit leisten, wo man ebenfalls so können spenden und auch die, ich meine, es ist
wie gesagt, also durch irgendwie mit Antirassismus ist nicht sehr ein ergiebiges Geschäft. Ja, kann man nicht so Cash machen. Mit Rassismus aber schon. Sehr gut, genau. Also Versklavung von Menschen ist sehr, sehr, sehr lukrativ. Du jetzt, look, er hat es gesagt, ich sage einfach. Aber einfach genau, dass man das so wieder sieht. Aber ich meine, klar, und antirassistische Arbeit, ja, kostet Geld natürlich. Also, und vor allem Zeit und Ressourcen. Voll. Hey, wir sind über jede Unterstützung sehr, sehr dankbar. Aber ich finde auch, es gibt noch x viele andere Organisationen, die man an dieser Stelle auch unterstützen kann, die hervorragende und unglaublich wichtige Arbeit leisten zum Thema Antirassismus. Schön. Aber sag sie nicht, wir machen nicht zu viel Werbung für andere. Nein. Sehr auch noch ein paar Fragen raus, vielleicht für den Abschluss. Yes. Also, eine Frage ist, wie geht ihr mit der, in der Schweiz ist es gar nicht so schlimm, Thematik um? Oh, wo das Mikrofon? Ja, das wird natürlich immer wieder mal, kommt das natürlich immer wieder mal auf. Wie soll ich sagen, klar, irgendwann, wenn du vorher reden mal gesagt, mit dem Finger auf andere zeigen, ist immer mega einfach, oder? Und das kann man, glaube ich, bei sehr, sehr vielen Themen kann man sagen, hey, ja, schau mal, aber in anderen Ländern dort ist es schlimmer und das ist schlimmer und die werden noch schlimmer behandelt als die. Ich glaube, also in erster Linie, wir sind ja da irgendwie nicht, es ist ja nicht irgendwie die WM von wer am schlimmsten behandelt wird, gönnt irgendwie einen Pokal oder so. Schön. Sondern ich glaube, es geht mega fest ja darum, letztendlich in der Schweiz haben wir eben eine Bundesverfassung, da drin steht ganz klar, Artikel 8, niemand darf diskriminiert werden. Das sind Spielregeln, wo wir uns irgendwie da gegeben haben in dem Land. Niemand darf diskriminiert werden, heisst halt wirklich, niemand darf diskriminiert werden. Und nur weil in anderen Ländern Menschen noch mehr diskriminiert werden als da, macht es wegen dem nicht weniger schlimm in der Schweiz. Ich meine, mega, mega nice, dass wir das Privileg haben, dass wir in einem Land sind, wo ja vieles schon wirklich gut läuft. Wir müssen da ganz klar sagen, es gibt auch viel, wo wirklich gut läuft. Aber auch, dass man das muss sagen, ist so blöd. Also ist klar. Absolut, ja, also, weißt du, aber wir können das ja nicht vergleichen, dass es in anderen Ländern noch schlecht ist. Das ändert ja nichts daran an der Tatsache. Also ich weiss, ja, also genau, das ist so die Antwort auf das. Ja, fix. Okay. Dann Meinung zum letzten 20-Minuten-Artikel. Wegen der Krawalle in Berlin. Das ist vorher auch noch etwas Spannendes gesagt. Pelin hat einen mega guten Post gemacht. Genau, haben wir auch gesehen. Sehr, sehr nice, mega guter Post. Pelin, du bist Fan. Ob das nicht wahr willst oder nicht? Absolut. Nein, merci vielmals. Auch eben das, wie gesagt, dass andere Menschen das irgendwie aufgreifen tun und oder dass das auch auffällt. Und dass die auch, es braucht extrem viel. Ja, es braucht Mut, aber man muss natürlich auch die Zeit nehmen und man muss auch, ja, man ist nicht nur angenehm ausgesetzt, wenn man sich irgendwie dafür das entscheidet, so etwas öffentlich zu machen. Darum an der Stelle, also mega nice, dass da auch verschiedenste Leute aus der Community. Hey, weißt du, sie hat mir das auch geschickt und sie hat das 7-mal durchgelesen und gesagt, hey, weißt du, richtig Schiss so. Was halt passieren was halt passieren. Und darum umso wichtiger und darum ein Appell an die Community, unterstützt so Sachen, wenn Leute herstehen, wirklich und sich für Sachen einsetzen und vor allem Sachen benennen. Das ist so ein bisschen unser Credo von unserem Kollektiv. Wir wollen Rassismus in der Schweiz benennen. Gut, aber natürlich, Rassismus ist natürlich nicht limitiert nur auf die Schweiz. Und das findet natürlich überall statt. Aber wir haben jetzt gefunden, wir können nicht die ganze Welt verändern, aber vielleicht die Schweiz kann man vielleicht ein bisschen verändern. Und ja, also ich meine, zu dem, es ist natürlich, ich weiß nicht, wie groß man das Thema noch mal aufmachen können, mit was da genau passiert ist, aber es ist also in Berlin, aber es ist natürlich absolut daneben, was da jetzt an rassistischen Zuschreibungen und an rassistische, diskriminierende Aussagen und so jetzt passiert, sowohl was ich so irgendwie im Alltag oder so irgendwie aufgeschnappt habe, als auch was man irgendwie aus den Medien so mitnimmt. Auch vor allem von sehr, sehr grossen Medienhäusern, wo man doch so irgendwie wir meinen, dass sie langsam ein bisschen mehr warten. Genug irgendwie genau Know-how und irgendwie Ressourcen und so haben, um da richtig recherchieren gehen, weil, ich glaube, das muss man an dieser Stelle auch nochmal sagen, obwohl es eigentlich so selbstverständlich muss sein, aber zwischen dem sogenannten Migrationshintergrund, also zwischen der Herkunft und irgendwie Straftaten, da besteht kein direkter Zusammenhang. Oder? Also ein Migrationshintergrund ist nie der Auslöser, für das es jemand straffällig kann werden. Und das ist darum so daneben, wenn man das, oder halt einfach wirklich rassistisch, wenn man das entsprechend so in Medienartikeln suggerieren, dass da ein vermeintlicher Zusammenhang besteht. Man tut eigentlich einen Zusammenhang erfinden. Und wie halt genau wie bei
Rassismus sehr, sehr viel erfunden wird. Und wiederum, wer leidet darunter? Die Leute, die ja eh schon rassifiziert werden, sechs eben aufgrund von ihrem Namen und aufgrund von dem irgendwie Rassismus erfahren. Und ich glaube auch dort, das ist uns einmal wichtig, so ein bisschen, darum wie die Sprache ist wichtig, wie man irgendwelche Sachen tut, benennen oder beschreiben oder so. Aber so, genau, man wird ja immer aufgrund von Rassismus diskriminiert. So ein Name ist ja nie ein Problem. Migrationshintergrund ist nie ein Problem. Herkunft ist nie ein Problem. So, das ist nicht der Auslöser. Also quasi das ist nicht das Problem liegt nicht bei der Materie an sich. Bei dem Fakt an sich selber, sondern das Problem ist bei Rassismus. Ist bei Leuten, die das nachher anschauen als... Genau. Ja, vor allem, also das Problematische an dem ganzen 20-Minuten-Artikel ist, wenn jetzt so den Artikel so vor dir hast, dann ist so 1/5 ist so, was passiert ist in Berlin, und die anderen 4/5 ist so eine Chronologie, was Ausländer und Migranten bis jetzt schon für Scheiß gemacht haben. Genau. Also das ist ja gar nicht mehr eine Nachricht vorbereitet, das ist gar nicht mehr so aufklären, sondern das ist einfach so fucking Hetzartikel. Das ist einfach so, hey, es ist wieder Scheiß passiert, und by the way, in den letzten 10 Jahren ist der Scheiß von ihnen passiert. Und genau, und dann muss man, weißt du, was ich mich frage? Sorry, wie viele Menschen arbeiten dort? Durch wie viele Instanzen geht das durch? Und keiner kommt auf die Idee und sagt, hey Bro, das könnte ein bisschen rassistisch das ist nicht cool, was du machst. Weißt du, was ich meine? Aber ich meine, das gibt es bei so viel gerne. Also frage ich mich bei sehr, sehr vielen Artikeln, wo das passiert. Und ich glaube, und vor allem da muss man fragen, ich meine, hätte es so einen Artikel gegeben, wenn irgendein weißer Mann Amok-Täter wäre? Nein, das ist ja nicht passiert. Wo in Neuseeland einer in die Moscheen gelaufen ist und alle abgeschossen hat, oder wo sonst Hanau und so weiter, haben sie nicht angefangen zu sagen, fuck, wie Terroristen und so weiter. Das ist in den letzten paar Jahren passiert. Und ich glaube, in Deutschland hättest du genug Möglichkeiten zum so... Ja, die einen oder anderen. Ja, also weißt du, zum eine Geschichte machen. Sie reden nachher nicht mal von Terror, oder? Sie sagen nicht mal Terror, sagen, einer ist psychisch krank, labil, was haben wir, dem ganzen gut. Das ist das Problem. Darum, ich glaube da, ja, also meine Meinung zu dem Artikel, ich glaube, ja, das ist dort, teile ich sehr auch die Worte, die im Post von der Pelin geschrieben worden sind. Meine Meinung ist, ich hasse dich, ich wünsche dir nicht gut. Die den Artikel geschrieben hat, ich weiß nicht, was in deinem Leben falsch passiert ist, also du musst eine Chronologie machen, was Migranten und Flüchtlinge für Scheiß gemacht haben, aber ich sehe schon die Ausrede fallen, ja, hätte ich es nicht gemacht, hätte jemand anders das veröffentlicht. Nein, hab deine Fresse, so, du hättest die Macht gehabt, um zu sagen, nein, das machen wir nicht schon richtig, du hast es gemacht, weil du einfach ein scheiß Medienopfer bist und einfach willst Klicks generieren und einfach willst wieder ein bisschen umeinander sein. Fick dich und fick das, was du gemacht hast, und ich hasse dich. Sorry, ich habe mich verrantet. Du hast vorher noch etwas gesagt, wegen in dem, wo wir im Kaffee waren, im Zusammenhang mit einer Partei, die Fragen gestellt hat aufgrund von diesen Tätern. Ja, absolut. Wolltest du das noch sagen? Ich habe das jetzt irgendwie einfach auch auf via Twitter habe ich das aufgeschnappt gehabt, das, was jetzt in Deutschland am Laufen ist. Und das zeigt es ja genau. Also, ich meine, die Diskussion, also klar, und man soll ja müssen auch darüber diskutieren, dass es dort zu Straftaten gekommen ist, dass es zu Angriffen gekommen ist auf Sanitäter, Sanitäterinnen und auf Polizei. Ja, das ist auch zu verurteilen, und ganz das ist klar, absolut daneben, dass das natürlich passiert. Und man soll das aber auch entsprechend aufarbeiten, und man soll da auch die Strafverfolgung soll auch so laufen, wie die halt auch quasi objektiv zu laufen hat. Yeah. Und genau, was jetzt da natürlich jetzt passiert ist, weil halt so viel auch hetzerische Artikel und weil auch so viel rassistisches Zeug einfach dazu umeinander geworfen worden ist es jetzt natürlich so wie gekommen, dass es ja jetzt irgendwie schon Anfragen gegeben hat im Parlament in Berlin, wo man jetzt, also man hat dann zuerst die erste Anfrage war, was für eine Nationalität haben dann die Täter und Täterinnen irgendwie gehabt. Und sehr viele haben eine deutsche Staatsangehörigkeit gehabt. Und jetzt ist aber natürlich schon die Nachfrage, die dann kam, ist, ja gut, was für Vornamen haben dann die mit der deutschen Staatsangehörigkeit gehabt, so zum suggerieren, zum probieren herauszufinden, wie deutsch sind sie dann wirklich oder eben nicht. Und ich meine, das zeigt einfach, wie die Entwicklung wo eben genau in die Richtung läuft, dass wir eben doch nicht, dass nicht alle Menschen als gleich oder gleichwertig wahrgenommen werden. Sondern dass da einfach so die rassistische Kategorisierung nach wie vor so tief in den Köpfen der Leute drin ist. Also, by the way, es hat auch andere Sachen sind passiert in Deutschland, das wird einfach nicht thematisiert. In Deutschland sind am Silvester auch, nicht in Berlin zwar, sind in einer deutschen Stadt sind 200 Leute maskiert, haben Böller angezündet in der Stadt, haben die Polizei angegriffen, haben das Rathaus angegriffen, haben Sieg-Heil-Rufe umeinander geschrien und so weiter, und haben angefangen Bullen angegriffen und so weiter auch. Und das ist, ich habe das jetzt von
Ist in der gleichen Nacht passiert. Ja, Silvester auch. Und so Neonazi-Scheiß und so weiter. Und 200 Leute. 200 Leute übrigens, maskiert, ganz offensichtlich. Es sind nicht Teenager, die Scheiß machen, wo kannst sagen, das ist nicht richtig, weiß ich auch nicht, was sagen wir. Aber es sind 200 Neonazis, die rumlaufen, die Bullen angreifen, die das Rathaus angreifen, die mit Böller die Stadt unsicher machen. Und das ist an dieser Silvesternacht auch passiert, aber ist nicht thematisiert worden, wird auch nicht thematisiert, weil die von 20 Minuten, wo der Artikel geschrieben hat, wird es auch nicht thematisieren, weil das passt nicht in ihr Auftreten, weil würde es das schreiben, hätte es nicht 500 Kommentare auf einem Artikel innerhalb von einem Tag und es wäre auch so das Thema sein. Und deswegen nochmal, es fick dich und nochmal, deine Arbeit ist Alibi-Arbeit, du machst nicht richtig und ja, ich zeige es mal so, ich cam, so, man sieht es nicht so gut, aber ich kann den Artikel gerne auch dir schicken und deinem Chef schicken, so, von mir aus. Es sind auch andere Sachen passiert, aber es passt nicht in euer Bild und ja, und was tragisch ist, die wissen es ja. Also sie wissen das ja selber, ja, oder? Das ist ja wirklich das Ding. Es ist ja nicht, dass sie es einfach nicht wissen und sie haben es aus Versehen so gemacht, sondern sie wissen ganz genau, was sie machen. Ich meine, die sind, also wenn jemand ja eigentlich recherchieren sollte können und irgendwie sollte können alle Fakten kennen, wer nicht, wenn nicht Journalistinnen und Journalisten. Und von dem her, die sollten es eigentlich können, die wissen es und machen es trotzdem. Und die machen es bewusst. Ich sage dir ganz ehrlich, das ist eine komplette Verschwendung vom Journalistenstudium. Ich sage dir ganz ehrlich, Bro. Das ist so. Aber ja, so aber ja. Hey, ich würde sagen, wir kommen langsam beim Ende an. Yes. Wolltest du gerade noch etwas sagen? Sonst würde ich am Demba sagen, er soll doch das Outro für uns machen. Oder hast du noch einen Input? Das Outro soll ich machen? Was soll das Outro machen? Kannst du noch die Abschlussworte sagen, bevor wir den Podcast jetzt ganz nervös bevor wir den Podcast abschließen? Also was ich sage, wie immer, so danke für deinen Besuch. Danke auch dir für deinen Besuch, danke, dass ihr beide da gewesen, die Zeit genommen. Es war ein schönes Gespräch. Sehr aufklärend auch. Genau, ich hoffe, dass beim einen oder anderen jetzt ein Zahnrädchen eventuell zum Drehen gebracht wurde. Und ja, danke vielmals nochmal für die Zeit, für das schöne Gespräch. Und jetzt ist dein Part für das Outro. Du kannst auch Danke sagen, oder was sagen? Ich schließe mich von dem an. Genau. Ich will auch Danke vielmals sagen. Du hast schon gesagt, genau, die Hoffnung ist ebenfalls auch da bei mir da, dass wir vielleicht die ein oder andere Personen können anregen, sich mit der Thematik zu befassen und einfach ja, gemeinsam am gleichen Strang ziehen und am gleichen daran zu arbeiten, dass wir irgendwie eine gerechtere Gesellschaft werden bekommen in Zukunft. Yes. Und somit beenden wir die Folge 39. Folge mit dem Outro. Yilmaz? Das ist kurz und